So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben für den Appell nominal. Baisel Simon, ja, Marcel Laurent, ja, Mère Colette, ja, ich selber auch, Claude Radou, ja, Goldschmidt Patrick, ja, Bauer Maurice, ja, François Benoit, ja, Claudie Reiland, ja, Kamada Silvia, ja, Carlos Polio, Bremmel Christa, ja, Gash, nee, doch, ja, pardon. Gash Linda, ja, dann Herr Boissante wird Prokuration gehen, Madame Kahn, ja, Madame Käufer huet doch Prokuration gin Herr Philippa Jod, Madame Arendt Jod, den Herr Back huet auch Prokuration gin dem Herr Benoit. Dann Madame Costantini ass na netto kennt awer ja. Madame Milchen huet doch Prokuration gin der Madame Müller, Madame Afonso Jod, den Herr Weidig Jod, Madame Bartolini Jod, den Herr Biver Jod, Madame Müller Jod, an den Herr Werner Jod. Wir sind en nombre, wir können also als ein Ordre du jour aufhängen. Und für dich sind wir dann en séance non publique.
Weidig hat mich gefragt, wir haben aber noch Zeit. Halber 4 ist noch nicht los. Voilà. Dann holen wir aber mal für dich noch eine Frage von der Madame Brümmel über den Enseignement précoce. Madame Brümmel. Vielmals merci für das Wort. Ja, das ist eine Frage, die ich stellen will am Kader auch von der Qualität von unserem Enseignement. Es gibt 2 Nationalorganisationen, die am Bereich von der Kinder an Schulkinder forschen, an die sich eben auch an einer Etude zum Précoce äußern. Der Lucet, den zum Schluss könnt, dass Kinder, die den Précoce besichen, Ende vom Cycle 1, also Ende von der Spielschule und alle Bereiche besser Resultate abweisen, am Hörverstehen, vom Lützeburgischen, an den Précurseur de la Compréhension écrite, an der Mathematik. An diese positiven Effekt geht nach mir groß, wenn Kant auch ein Crèche besicht wird. An den OEJQS, also ein Observatoire Enfance Jeunesse sur la qualité scolaire, den hat sich an seiner Etude über Indikatoren, die den Schulparcours an Schulresultate beeinflussen, auch darüber Beruf, und stellt gleichzeitig fest, dass besonders die Kinder, die aufgrund von ihrem soziokulturellen oder sozioökonomischen Hintergrund den Précoce meisten neidig hatten, dass die meisten an den Précoce gehen, und das, ob schon die Offer ja gratis ist, an hier Plus-Value bewiesen hat. Eine Rekommandation von dem Observatoire ist dann eben auch den Tod vom Précoce zu hegen, besonders für Kinder, die aus benachteiligten Familien kommen. Und da geht dann eben auch rekommandiert, da nur zu gucken, für was Eltern hier Kinder nicht an den Précoce ausschreiben, respektive ausschreiben können. Da willst mich eine Reihe Fragen in diesem Kontext, wie ist den Tod vom Précoce-Besuch an den einzelnen Quartieren von der Stadt? Gehen all Demandes für den Précoce angeholt, aber nicht wie groß ist die Demande par rapport zu Offer? Was sind die Pläne für die eventuell Kapazitätsmangel zu schließen? Hoe Familien, die sozioökonomisch defavorisiert sind, Priorität bei der Ausschreibung an den Précoce? Wie geht der Précoce bei diesen Familien speziell promoviert? Und kann der Schöpferrot sich vorstellen, selber oder mal Menschen eine Etude dazu zu machen, für was Familien an der Stadt hier kann eventuell nicht ausschreiben. Und dort froh, ob der Staat nicht mäßig bleiert, Reklam da machen müsst für den Précoce. Vielmals merci für die Antworten. Merci. Das ist schon ein Anfang von der Schulorganisation. Ja, genau. Ja, merci Madame Boyamischa, merci Madame Brümmel für die ganz interessante Frage, die ich auch ganz gerne beantworten. Also wir sind also eins beim Précoce immer noch nicht an der Obligation scolaire, das heißt, das ist ein Offer, die die Staat anbietet, an die dann eben angeholt wird, da sind wir so ein bisschen froh, was das als echt, Tong oder D, das heißt, wenn ein Offer mit groß möchte, kriegen dann noch mehr Demande oder wenn mehr Demande ist, muss man dann Offer an die Luft setzen. Ich kann nicht mal die Zahlen, die wir im Moment tun. Den Taux de Frequentation für die Précoce in der Stadt bleibt bei 40,87%, also praktisch 50% halten von den Kindern, die susceptibel wären, an der Précoce können zu gehen, gehen auch hier an der Stadt an der Précoce. Muss ich noch wissen, dass da aber durchaus auch Kinder sind, die nach Kindern zum Teil an einen Crèche gehen. Das sind Zahlen, die ich nicht vergleiche. Ich weiß, dass hier für die Précoce ungefähr leider bei 50%. Für die Quartier schon die genaue Zahlen, ich kann nicht just sagen, das geht vor bis, also die kleinsten Frequentationen haben wir am Neudorf geschafft, das 26,03%. Und die größten auf der Polfamilien, das sind 100%, das sind nämlich 3 Kinder von 3. Die genauen 3 an der Précoce, also da lagen wir dann natürlich ganz, ganz gut. Wenn ihr dann Tresor Scolaire guckt, da sind wir bei Gasbrich bei 32,41%, dann zu Hamm 84,21%. Das muss ich unterscheiden, ob ihr vom Ressort Scolaire oder vom Quartier hier guckt. Wir hatten 620 Demanten, davon goufen der 586, das sind 94,52% direkt angeholt.
34 Demande konnte man nicht beantworten. Die Kanner sind auf eine Liste d'attente gesagt gehen. Die Kanner oder die Familie goffen du no weiter kontaktiert. 28 von ihnen hun her no konnten angeschrieben gehen. Und da bleiben eben 6 Kanner, wo man nicht ganz genau wissen, ob die lo eng einer Offer fanden oder was sie an dem Moment gemacht. Und natürlich Eltern organisieren sich schon an dem Moment, wann sie lo hier an der Stadt nicht eng Antwort kriegen. Du doch gefragt, wie man Kapazität an Lot können setzen. Also zum Beispiel planen wir ja zu Gasperstadt Gebäude für den Cycle 1, was leider ein bisschen mehr lang dauert, wie man es das wünschen. Wir werden aber dann noch stark drauf setzen. Natürlich das Gebäude doch mehr groß, die Kapazität geht mehr groß, wie ganz am Anfang geplant werden. An Lohm Kirchbirch geht die Extension, aber ich werde in der Schulorganisation noch gleich noch erwähnen. Da kriegen wir der Feiersaal für Prekos, die extra für Prekos gebaut sind, am Platz von 3. Der Tisch, da geht als Kapazität auch noch ein bisschen an die Luft. Dort die Vorgestalt mit einer Priorität für die sozioökonomisch mich schwach gestaltete Familien. Das tun wir im Moment nicht an der Stadt. Ich fand aber ganz interessant, denke mal, Menschen darüber auszutauschen. Ich komme ja nur an der Schulorganisation auch ein bisschen darauf zurück, wie wir probieren, an der Stadt so eine Sozialequität so stark wie möglich zu machen. Mehr natürlich, wenn wir von der Schulorganisation schwätzen, da schwätzen wir a priori von der Schulobligation, also nicht unbedingt direkt vom Prekos. Wie was man dann an der Schulobligation machen kann, natürlich ob der Prekoster weiterdenken, ob ihn du nicht auch irgendwie einen Approche hält. Am Moment haben wir den nicht, weil auch die Monten an Doffer sich ungefähr decken, und man da eben auch kein Besoin gesehen, für Dolo nach Kriterien anzufeiern. Wir haben so eine Kriteriologie, die wisst ihr doch bei den Foyers Scolaires, also die geht durchaus auf gewisse Punkte beim Prekos, wo man das noch nicht. Voilà, ich meine, ich hoffe, dass das eine frohe Antwort und ich so eine schnelle Merci für die Froh, und die könnte ich Ihnen vorstellen, dass das mich auch interessiert, weil es um die soziale Equität geht. Merci vielmals. Merci auch. Und dann eine Frage von Narinke von der Madame Brümmel über die Station Crème Solaire. Madame Brümmel. Ja, merci. Haut schenkt sie nicht so viel, mehr. Sie hat aber schon viel geschenkt als Sonne. Und das tut mich dann auch dazu bewegt, für die Frage zu stellen, weil die Fondation Cancer schon seit einer Reihe Jahren ganz aktiv zum Thema Hautkrebs, Präventionsarbeit mischt, an der Hinsicht eben sensibilisiert, an zusammen mit Gemengen so Sonnencremespender abgerichtet wird. Und du hat die Stadt Lützeburg auch 2022 Rundel geholt. Ich weiß, dass man da doch ein Geheier am Gemengerot abgeworfen hat. Und ich mich richtig erinnere, hat Herr Bauer dem uns auch gesagt, das gucken wir an, das hat dann für 2022 offensichtlich auch gemacht. Also der war 2022 du Partner an dem Projekt. Und du wolltest du gerne wissen, wo waren dann du die Sonnencreme-Stationen oder Spender abgerichtet und was war der Bilan, den der Dynament mit der Fondation Cancer zu der Offer machen konnte. Für was aus dem Partenariat nicht 2023 auf 2024 weitergeführt ging. Inwiefern sieht ihr als Schöfferrot also die Aufgabe auch für Präventionsarbeit zum Hautkrebs zu machen? An was für die Marschen können den aber bei der Fondation Cancer machen für die anderen Gemengen oder Stiert, die do matt machen, also für du eben auch matt zu machen, an den Service an der Stadt anzubieten. Und dann ganz konkret stelle ich mir froh, respektive ihr stelle ich froh, aber nicht wichtig, wir prioritär zum Spielplätzen mit so Sonnencremestationen auszurichten, Piratenschiff, beim Bösch, dem Merler Park oder der Park um Kirchbirch an, wie das so ein bisschen mein Heimpark, mein Hauspark ist, inwiefern auch am Gasbrischer Park, wo ja noch viel Beam Wurzeln müssen. Leider hat ich auch festgestellt, dass da eine Reihe gegangen sind. Aber da fehlt ja wirklich noch unschiert, da da auch prioritär so ein Offer gibt proposieren an eben auch der Luga, wo wir ja auch wissen, dass viele Leute auf Besuch kommen. Mir auch vorstellen könnt, dass das ein schönes Service für all die Besucher, Besucherinnen von der Luga wird. So ein Merci für erklärend Antworten. Merci, brillant Antworten. Merci. Also die brillant sind bei der Sonne, das ganz sicher, Herr Bauer. Vielmals merci, Madame Benjamin. Vielmals merci, Madame Brümmel, für Ihre Frage.
Also, ich meine, das hier ist die Fondation Cancer möchte ein fantastisches Arbeit, für einfach auch aktiv dort zu sein, viele Leute zu begleiten, dann auch eine Präventionsarbeit zu machen. In dem Sinn haben wir auch damals 2022 dezidiert, wir geben an so einem Projekt mal ein Matma für das zu testen. Wir haben in dem Moment auf 3 Plätze gemacht, und zwar am Park zu Merel, auf der Kinderswiss und am Skaterpark an der Petrus. Resultat, die hatten um Bilan gefragt, Resultat, dass da schon Fotoen, dass man eigentlich Creme auf viele Plätze gefunden, das war nicht auf der Haut von den Leuten, die da sollten mitmachen. Hier sind Fotos von der Fassade, notamment am Mereler Park, wo die ganze Fassade voller Creme verschmiert ging. Das ist vielleicht nur ein vereinzelt Fall, aber das ist ein ganz klarer Bilan gewesen, den wir am Service Park, die ganze Sache am Alltag begleitet haben, der negativ war, weil es wirklich zu Veranstaltungen oder so kommen, als an das Sachen, die eben gemerkt sind, die nicht so gemacht waren, wie sie waren. Das Vandalismus war da an plus haben Stationen nicht gut funktioniert. Das heißt, irgendwann dass kein Creme rauskommt. Und dann ist es eben auch ein Froh von der Hygiene, wenn die Creme durch Tagelang oder wochenlang an der Sonne steht, als auch etwas, wo als Service wirklich gesagt haben, dass sie lieber nicht mehr geben mit dem Projekt weiterführen. Das wäre der Grund, für dass wir in dem Moment zu einem negativen Bilan gekommen sind. Wir sind aber an einem regelmäßigen Échange auch mit der Fondation Cancer und ich habe auch irgendwann mit ihnen zusammenzusetzen, um zu gucken, wie in der Toten aber kann auf eine andere Art und Weise adressieren. Notamment, indem sie ihnen sieht, er kommt gerne mittig bei uns auf die Spielplätze und dann sensibilisiert dir vielleicht die Eltern und Kinder für die Toten zu machen. Aber wir haben auf jeden Fall als Staat dezidiert, dass wir dieses Projekt an der doter Form nicht mehr machen, wenn es den Hygienegründen, wenn es den Vandalismus an, dass wir da wirklich, aber wir sind evidemment total offen für alle Kollaborationen, die wir können machen an der Hinsicht mit der Fondation Cancer weiter zu analysieren, was möglich ist, also was nicht möglich ist im Gebiet von der Stadt Lützeburg. Und ich meine, natürlich recht, wenn in der Sache möchte, soll in der prioritär auf den Spielplätzen machen, weil du natürlich die vulnerabel Sachen erwähnt sind, an die man auch vielleicht von Anfang an soll probieren, da über die Gefahren von dieser schrecklichen Krankheit aufmerksam zu machen. Vielmals merci. Merci auch an Herr Weidisch. Ja. Merci, Madame Bürgermeister. Sie kontaktiert gehen von Anwohnern von der kleinen Platz vom Klosterhof bei der Rue du Parc. Zu Bonneweg, das kleine Platz, also am Anfang flott mit einem Pingpongstisch, einem Schachbrett mit 4 Still an 2 Bänken. Seit längerem wird die Platz leider hauptsächlich benutzt von Drogendealer, Drogensüchtigen, Alkoholiker, Obdachloser, aber auch aggressiver und undisziplinierte Jugendliche, die als Sicherheit und Sicherheitsgefühl stark einschränken. Drogendeals, Aggression, Kamedia knascht erleben da, wo er regelmäßig an natürlich den traurigen Tod von dem engen Teenager. Rapport von einem Anwohner mit Fotos leitet er froh bei. Das Foto sind alle relativ dramatisch. An dem Zusammenhang gewünschte Chefrot gerne das vorstellen. Sie dir ist der Situation am Klosterhof bewusst. Seit wenig was für Lesungen sind geplant für die signifikante Reduktion von Lebensqualität von den Anwohnern gegenzusteuern. Ab Punkto Hygiene, Drogenhandel, Aggression, aber auch unzivilisiert Verhalten von Menschen, Obdachlosen oder Jugendlichen. Drittens, die Anwohner wollen gerne, dass Banken aufgebaut gehen, für das du nicht mehr organisieren kann. Aber das nicht hilft, eventuell eine Kamera aufstellen, wo das Ermeinung zu der Propos. Viertens, Wirtschaft gemeng mit der Police und noch mit der Avocaté zusammen. Fünftens, wen können da wohl direkt kontaktieren, wenn ein Problem ist. Merci. Merci auch, Herr Weidisch. Ich meine, ich fange direkt an mit der Frage von der Videosurveillance. Die könnte ich vielleicht noch erinnern, dass wir heute den 3. März eben just dafür gestimmt haben, für die Erweiterung von der Videosurveillance den 3. März
op genau die Doplatz an eben nach ein ganz Reihe Plätzen rundherum. Weil ja, wir sind uns ganz bewusst der Situation, die sich mit Momenten do entwickelt, an das schon nicht für nichts, dass den Drogen durch 2.0, den für ein paar Wochen vorgestellt ist, wo die 4 Ministern, die alle Guren an ihre Kompetenzen ein Deel von einer Verbesserung an der Situation nun, ob der Polizeiminister, als Santéminister, Justizminister, für allem auch, und natürlich auch den Familienminister, und natürlich wären wir als Gemeinde auch dabei. Ich meine, wir haben so viel Offerten für eben Leute zu helfen, besonders eben zu Bodenweg, aber als die legalen Moyen, die wir haben, und ich denke, die hat selber gesagt von den Avocaten, die sind da, die haben da angefangen, an die 10er Jahre sind die da, aber die können auch nicht mehr präventiv ergreifen. Die haben nicht die nämlich Kompetenzen wie zum Beispiel Police an einfacher Benger Platz sind. Das nun einmal jedem erlaubt. Allerdings, wenn Straftaten dabei kommen, das heißt, das wieder gesagt wird, ob das Drogenhandel ist oder Drogenkonsum, den zu wie soll ich sagen, zu dem Ordre Public, den vorstellt, ja, da kann interveniert gehen, nicht mehr von der Police. Nicht mehr von der Police. Und das ist evident, dass natürlich, und das ist ja als Forderung zu hinterlegen, also die sind noch nicht so lange hier Banne, aber für die mir lange hier Banne sind, wissen, wie lange ich mir den Hals wundschwätzen, darüber, dass effektiv mehr Polizeipräsenz muss da sein, aber haben drin, und dafür hatte ich ja drin noch den Minister der Justiz genannt, geht nicht durch, dass die Polizei dann Leute mithelfen, dann auch nach Procès-verbal machen. Es muss haben drin dann auch effektiv zu Sanktionen kommen und nicht klassiert gehen, wie man das zu oft hören. Das ist frustrant, nicht nur für die Leute, aber eben noch für die Polizei. Dann für Banken wegzuholen. Ja, da straft den aber wirklich, da gingen die Strafen, die sich aber auf ein ganz friedlich Weise auf der ganz flotter Platz, weil die Platz an sich, als wir aber ganz flott an am Sommer, als da viel Lass an noch ganz normal flott Aktivitäten, da gingen aber die Leute, die wollen die normal flott Aktivitäten machen, gingen die aber strafen. Das wird auf verschiedene Plätze, was ihr könnt machen, wir Banken zu holen, wo es nicht so agreeabel ist, sich dahin zu legen. Ja, der geht nicht, der geht nicht doch. Aber die im Moment da sind, das sind auf jeden Fall die eine wichtige Rolle erfüllen und die einfache wegholen, das meinen wir nicht. Ihr wisst, dass wir große Erfahrungen machen, dass wir am letzten Conseil haben wir das auch gestimmt, für die Polizei, das Kommissariat der Polizei zu Bodenwegen neue Räumlichkeiten kriegen, dass sie wirklich mehr eine große Visibilität tun, dass sie wirklich auch nach mehr zu mehr können da sind. Also, Frau ist ganz berechtigt, und wir sind uns bewusst, und wir machen alles, was wir nicht mehr können, aber wir können nicht mehr am Kader von unseren Kompetenzen machen. Wo die Leute sich können, das hat gefragt, wo die Leute sich können herrichten, wenn eben so Situationen sind, wo eine Strafe da ist, das gibt es nicht mehr eine Nummer, und das ist die von der Polizei. Voilà, wir haben nicht mehr wie mehr, kann ich euch garantieren. So, eine nächste Frage ist die von der Madame Afonso über das System de Paiement Parking défectueux. Madame Afonso. Okay. Bonjour, Madame la Bourgmestre. Merci pour la parole. Dans certains quartiers de ville de Luxembourg, il est difficile de prendre un ticket de paiement via le ordinateur et en payant par carte, car ce système de paiement est parfois défectueux. Cela met les automobilistes dans un embarras qui se retrouvent sans solution, surtout s'ils ne possèdent pas de monnaie. Il existe bien l'application mobile Indigo Neo
mise en place par la ville de Luxembourg. Il s'agit d'une très bonne initiative. Il serait une excellente initiative si cette application fonctionne dans tous les quartiers, ce qui ne semble pas le cas. C'est pourquoi je souhaite poser la question suivante aux membres du bourgmestre Échevin. Sera-t-il possible de détendre l'application à tous les quartiers de la ville de Luxembourg afin de pallier le système par paiement direct du fœtus et donner ainsi les plus de solutions aux utilisateurs? D'une manière générale, sera-t-il possible de communiquer de manière régulière sur les moyens qui existent à la ville pour se garer sur les parkings et places payantes en utilisant les moyens de communication tels que l'OP, qui permettent de différencier les quartiers et les moyens mis en place selon le quartier ainsi que les tarifs zone et tarifaires, la newsletter de la ville, le site de la ville et tout autre moyen. Je vous remercie. Merci auch an den Herr Goldschmidt, Herr Torrebagon. Merci, Madame Boyemich. Merci, Madame Afonso, für Ihre Frage. Die, weil das schon gestaltet wird, extrem wichtig ist. Und noch wichtig ist, dass der Streik darüber entfreuen. An der Stadt Lützeburg haben wir über 1400 Eurodateuren, die funktionieren nicht mehr mit Münzen, die anderen, die mehr rezent sind, wie das man nicht alle gut zusammenwürsten, die funktionieren noch mit Karten. Aber wie das richtig gesagt tut, haben wir seit einer gewissen Zeit doch die Applikation Indigo Neo, die erlaubt eben den Ticket über sein Handy eben zu kaufen, abzumachen, zuzumachen. Das System haben wir seit dem 1. Juni 2023 und wir haben an der ganzen Stadt. Dafür können wir vielleicht noch so, weil du an ihrer Ausführung so tut, GIF anscheinend nicht überall gehen. Seit dem 1. Juni 2023 als direkt flächendeckend kann ich mit Indigo Neo bezahlen. Die Explikationen davon finden auf den Eurodateuren, finden sie aber auch sowohl auf unserem Internetseite wdl.lu, wie auch auf der City-App. Und wir machen noch regelmäßig am City-Magazin eine Rubrik über das Parking an der Stadt, sodass wir der Meinung sind, dass wir genug Publizität machen darüber. Und dass es eben möglich ist, kontrament zu dem, wie das gedacht wird, dass ein Indigo Neo auch kann an der ganzen Stadt benutzen kann, sodass es die Möglichkeit hat, sein Parkingsticket zu bezahlen. So nicht, merci. Merci. Nächste Frage ist von dem Herrn Werner über die Mise en œuvre vom Projet de Réaménagement von der Rue Alvis Kaiser. Herr Werner. Ja, merci, Madame Boyemich. Ja, es geht drums für eben Zonen rundherum der Schule Alois Kaiser Bel Air. Für zu wissen, wie das weitergeht. Also die Platz ist natürlich relativ viel Besicht vom Autostrafik. Auch schon Demos mein Viergänger oder den Conseiller Guy Feutz hat schon am Mai darüber aufmerksam gemacht, dass auch schon den Schulkomitee an Eltern sich Sorgen gemacht haben. Darüber ist auch späterhin reagiert. Am November 2023 kommen wir auch zu einer Versammlung mit den Services von der Stadt und noch mit dem Komitee von den Eltern von der Schule, wo sich der Plan auch präsentiert wird vom Reaménagement von der Rue Alois Kaiser und dadurch an 2 Etappen. An die erste Etappe, die ist auch realisiert ging, das ist das Reträcissement von der Schule an den Passage à Piéton, den du schon installiert gouf. Lo stellt sich froh justement von der zweiten Etappe, weil Leute sich auch vorstellen, wenn die zweite Etappe könnt, wo auch weiteren Passage à Piéton soll gemacht in 400 Schulen und noch weiter Reträcissementer, weil es auch so ist, dass sich da, wo es zurzeit ist, kann nicht, also eine große Party von der kann nicht von der Platz kommen. Bon. Das heißt, es misst sich es wäre wichtig zu wissen, wo lo die Phase drauf ist. Das ist ja auch so, dass gesagt auf Demos für die Gefühls
vorgestellt hat, dat Problem wie auch d'Eltern, die Taxi spielen, die kann mat Auto hinbringen. Ja, das ist natürlich ein Problem. Das Problem ist ja auch den, und das ist auch die zweite Frage, die ich gerne hätte, dass das großen Teil wahrscheinlich auch von den Schülern außerhalb vom Schulperimeter kommen. Das heißt, auf jeden Fall ist froh, das geht auf jeden Fall mit Dekret fort, Herr Goldschmidt von der Madame Bürgermeisterin ja noch. Und ich könnte darüber einfach den Welt froh war, sich auch für zu wissen, was Proportion wir von Kindern, die außerhalb vom Schulperimeter kommen, oder respektive die Eltern, die sie dahin bringen. Voilà, das wären meine zwei Fragen. Merci, Herr Goldschmidt. Merci, Madame Bürgermeister, merci auch dem Herrn Wagner für die interessante Frage, die euch schon eine Zeit schon beschäftigt, von Alois Kaiser. Schon sind an sich zwei Teile von der Frage, den das da bestimmt, wird das alles richtig zusammengefasst. Eine Erstphase vom Projekt haben wir umgesetzt, an dem wir bei der Debouche Arquebusierstraße an Alois Kaiser einen Zebrastreifen gesagt haben, an Straße mich schmul gemacht haben. Als ja, wie du noch selber konstatiert, dass du ganz viel Auto fuhren, dass die meisten Leute, die du fuhren, das Neues von Schule angeht, respektive von Schule abhält, das heißt, dass wie dir richtig so Taxi, ein älteren Taxi, die du hinkommen. Eine zweite Phase als ausgeschafft ging für das Projekt, an die vier gesehen, dass richtig Infrastrukturarbeiten oder Superstrukturarbeiten da kommen, dass das ist nach auf enger Seite soll gepacht gehen, dass es mich schmul soll gehen, dass es Plateau soll durchkommen, einen zweiten Zebrastreifen. Der Plan ist noch nicht präsentiert bei den Bürgern, das wird man natürlich machen, in den nächsten Wochen zu gucken, wie wir das umsetzen wollen. Weil en awer egentéi bei den Awohner ukom an die sind natürlich net froh, an die hunn eng Petiioun rageschrieben, sie willte keng Parkplätze verléieren an miste méi Parkplätzen do sinn an sie willte net den double Sens hun muss wissen Alois Kaiser ass das keng Sack ass mit der seng, die an der Gebusier rageht, méi quasi die Auto, die do rafuhren ass entweder fir Leute, die do wunnen oder bei Schoul fuhren, méi wann e puer Joer mi wäit projezeiert, gëtt no awer eng Stroos, wo en an de PHP hannen Drun raffiert, respektive rausfiiert. Und dofir ass dann zugebe vun de Petitionären och déi wann dat double Sens bleif, dats du sowohl Auto ran an der Karte vor wie raus. An dofir wie mat immer machen, gimmer fir die Zzweetfas Loenke bei Leiit, sowohl die vun der Schoul, Meer war auch da wonner a kucken diskutieren, dat mat hin an der guck mal wat man do ëmsetzen. Mir sowohl der Chefrot aber auch Servicer sind überzeugt davon, dass man da etwas müssen ändern, weil eben ganz viel Älteren hier kann er dünner feiern, weil für die kann er die zu Fuß hingehen, aber gefährlich ist, weil du wirklich viel Autos sind. Zum Parking kann ich noch dabei sagen, wir haben hier ein großes Parkhaus stehen, das sind 20 Meter, ne? Dafür können wir für mich schwer immer zu akzeptieren, für zu sie kein Parkplätze, da waren wir 5 Parkplätze, ein Parkhaus neben drunter, auch Ältere können da rauffahren und dann kann er zu Fuß hingehen. Zu Ihrem zweiten Teil von der Frage, Herr Wagner, die meisten Kanner werden nicht aus dem Sektor sein. Ich wurde auch überrascht. Aber der Großteil von den Kanner aus dem Sektor sind 291 Kanner, sind da an der Schule angeschrieben. Davon sind das 27, die nicht vom Quartier Bel Air kommen, also Männer wie 10%. Wir haben noch einen Pedibus angefordert. Und am Pedibus sind 22 Kanner angeschrieben. Also bei dem nächsten Punkt, das ist wichtig, weil ich hatte noch 90 Kanner von der Schule wohnen mehr weit wie 750 Meter weg. Und von denen 90 Kanner als just Kant, wer am Pedibus mat geht. Das heißt, da man an 89 Kanner, die entweder allein zu Fuß gehen oder zu Purkanner zu Fuß oder mit Eltern zu Fuß oder mit dem Auto. Das heißt, das nicht nur die 27 Kanner, wo es eine andere Karte kommen,
Itwreen als Kommodität sie wird, dass sie neue Serien auf der steht erkannt aufgeht, kann ich nicht immer denen anderen. Wir sind alle gut und dann verantwortlich, müssen nicht alle Summe gucken, auch die Leute, die am Quartier wohnen, was man da können machen, für das wir Brüche sind, dass es sicher ist, für Kanner nicht mit dem Auto an die Schule zu kommen. Mir falls das so ist, dann haben wir da Alternativen mit dem größten Parkhaus nebendran. So eine Schmerze für den Lauscher. Merci vielmals für die komplette Berichterstattung. So, und dann nach eng froh, und dann vom Herrn Benoit über den Mobilitätsplan. Herr Benoit. Vielmals merci, Madame Boyemeister. Ja, das entdeckt hier, dass der Städter Mobilitätsplan präsentiert hat. Ich meine, ich war Kritiken, die mir schon oft vierbrücht, von allem hat es daran gefehlt, dass wirklich konkret Mesuren am Mobilitätsplan dran wären. Geht das eigentlich die generelle Ausrichtung an Zielsetzung davon man matt drohen, wo es darum geht, für Model Split zu kriegen von 51% Mobilität dus an Transport en commun, entgehend 40% Transport individuell motorisé. Wissen, dass man heute bei einem Model Split von 40-60 sehen, also wirklich wichtig, dass der Staat ganz konsiderabel erfahren möchte, für das in den Objektiv hinkriegt. Aber wir dürfen uns wünschen, dass da nach pur Schippe gibt nullehen, und dafür wünsche ich mir erlaubt, die heute froh zu stellen, wo ich wollte frohen Wetterlo am letzten Jahr ganz konkret geschieht ist an der Umsetzung von dem Mobilitätsplan. Aber was ein präzise Kalender, das er abgestellt hat, für den Plan umzusetzen. Bon. Wenn ihr die Hauptchallengen anguckt, da geht es um die Verbesserung von der Velos und auch von der Fußgängerinfrastruktur. Und da wollte ich wissen, was da genau geplant ist, was ein Quartier konsideriert sind. Dann ist es ja so, dass bekannt ist, dass mit dem Büro Gel zusammen ein integriert Konzept für die Mobilität dus hat. Und wenn ihr da guckt, was der Kalender 4 gesehen ist, da sollte das auch am Juni von diesem Jahr, also Ende dieses Monats, fertig sein. Und da wollten wir wissen, wie den Timing du ist und ob den ganzen Konzept für die Büro Gelen auch wie denen gemacht wird, die ganze Etude, ob der auch zur Verfügung gestaltet wird, komplett veröffentlicht wird, sowie die Mobilitätschefen, als er doch an den Gemengerot den 30. September letztes Jahr versprochen wird. Dann wollte man wissen, dass du ja mehr für die Volley dus Mobilität, dann, wenn ihn aber den Model Split will erreichen, dann muss ihn auch sich überlegen, wie ihn den individuellen, den motorisierten Trafik von der Individualmobilität, wie in den Ruf setzt. Das kann zum Beispiel mal eine Reform von dem Tax des Stationnement, kann in den Trafik umleden, kann in überhaupt gucken, den Parkraum zu reduzieren. Und da wird man da wissen, wer da Avini do plant. Damit generell bei der weiteren Ausrichtung von der Umsetzung vom Mobilitätsplan wird man wissen, wie man mit den verschiedenen Partyprenanten umgeht, also die lokalen Interessensvereine, wie die daran abband, respektive pro Velo daran abband, an der Umsetzung von dem Mobilitätsplan. Weil, als Informationen noch, also so, dass du ha net wirklich passiert, dass notamment am Kontext von der Etude, die de Büro Gel möchte, dass du kein Partyprenanten angebunden gewähren, an den Deel sogar komplett gestracht gewähren anscheinend. Dann also natürlich wichtig, dass ihr guckt, wer engem Politik nutzt, und du wollte ich wissen, wie der die Evaluation vom Modell Split macht, also wie kann ich Jahr für Jahr nur vollziehen, wie die Politiken, die da macht oder nicht macht, auch wirken. An wederreis dann darüber könnt informieren, wie den Model Split sich an der Stadt dann Jahr für Jahr weiterentwickelt. Vielmals merci. Merci. Wie viele Seiten hat der Mobilitätsplan? 150, da fängt aber noch nicht an, die Algorithmen durchzuführen. Ne? Herr Goldschmidt. Herr Goldschmidt. Ja, merci, Herr Benoit, für die detaillierte Fragen, aber konkret Fragen. Die hat ja auch schon viel gesagt. Ich meine, am Mobilitätsplan haben wir genau gesagt, wie wir vorgehen. Wir haben hauptsächlich Mobilität aus, ob der der Fußgänger, der Velo oder auch den öffentlichen Transport. Und für den Fall, da haben wir gesagt, wir geben gerne einen Modellsplit von 51 bis 49 erreichen. Und ganz zum Schluss vom Mobilitätsplan für die
mal bei Konklusionen gehen gucken du den dann noch dass man so mir giffen zusätzliche Etüden machen wie also Konzepte gibt man machen über ein Apaisement vom Trafik respektive über Mobilität dus oder auch Reform vom Stationnement Gestion vom Stationnement noch Kanner Stadtplan und das sind alles Konzepte wo im Moment am Gang sind ausgeschafft wo man letztes Jahr schon angefangen haben. Wenn wir den Apaisement du Trafik gucken, da haben wir gesagt, wir geben mal 6 Quartien Mesuren ausschaffen, und wir mit einem externen Büro zusammen geguckt. Wir sind für 3 Quartien Hollerisch, Merel, Lampersbirch schon bei den Bierger gegangen, die Ideen vorgestellt, ich meine, die hat ja auch an der Kommission mitgebracht. Und wir werden die auch testen, für eben den Durchgangsverkehr aus den Wohnquartien zu einem größeren Teil mal rauszukriegen. Wenn die Mobilität dus geht, wenn de Velo auf Ausgang geht, da haben wir effektiv dem Büro, wo der genannt hat, einen Auftrag geben, für die Analyse zu machen. Die schaffen nach drunter am Ziel, also, dass der Chefrat den Rapport für der Sommervakanz kriegt. Das ist der Chefrat, und ich habe den Rapport noch nicht gesehen, die schaffen nach intensivst drunter Mathe-Servicen. Da geht es natürlich, oder das kann ich schon verraten, im Hauptachsen, wo wir gefragt haben, für die auf den Leg zu holen, auch zu evaluieren, das ganze Reso mit Punkten, ob ein gut ist, schlecht ist, wo ein im Vergleich zu anderen gut ist, wo man dann muss verbessern. Und da wird man dann am Juli, wenn ich mal am Chefrat informiert gehen, und dann am Herbst hoffentlich, dass wir da auch können an die Kommission gehen. Wir haben nicht verstoppen und dann gucken, welche Mesuren wir da können umsetzen, welche realisabel sind, und welche nicht realisabel sind. Dann haben wir auch ein Konzept, das die Ladeinfrastruktur ausgeschafft hat, also eine Ausschreibung, die präpariert wird, das soll bis Ende dieses Jahres fertig gehen. Dann haben wir auch noch den Kinderstadtplan, von dem haben wir auch schon geschwärzt, den sowohl das Service Enseignement, wie Zirkulation, wie aber auch Topografie, die einen exzellenten Outil ausgeschafft wird, für eben einen Kinderstadtplan aufzustellen. Da habe ich leider einen Mann gut, nur weil wir haben da gehofft, dass viele Eltern und viele Kinder da mitmachen an der Umfrage. Und wie das oft bei so Umfragen ist, tun 10% von den Kindern mitgemacht, wobei die Kinder nicht mehr mitmachen, wenn ihre Schulmeister oder Lehrerin mitmacht. Von den Eltern haben wir eine Retour von 3% nehmen. Was natürlich sterbest, mich schwer möchte für den Kinderstadtplan so abstellen, dass 100% doch erst wieder zustehen. Wir werden da aber weiter darauf schaffen und hoffen, bis Ende des Jahres da auch etwas auf die Beine stellen. Sodass ich der Meinung bin, dass wir mit dem Mobilität-Dus-Plan, mit dem Stationamentskonzept, wo wir auch noch an der Chefrat für das präsentieren. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Da gibt es Möglichkeiten über Durée, da gibt es Möglichkeiten mit den Zonen, wie eng Farbe das, da gibt es Möglichkeiten bei den Vignetten, da gibt es Möglichkeiten, was der Parkingstarif ist, ne, für so können zu steuern. Und sodass ich der Meinung bin, dass wir als Ziel schon werden erreichen, den Modellsplit an den nächsten Jahren zu verbessern. Wie muss man das? Wir müssen das nicht alle Jahre, da haben wir mal so Stichjahre von 4 bis 5 Jahren, wo wir eigentlich an der Stadt genau Zählungen machen, wie viele Leute dann zu Fuß, mit dem Velo, mit dem Bus oder mit dem individuellen Auto unterwegs sind. Und dann hoffen wir eben durch ein verbessertes Offer, hauptsächlich am öffentlichen Transport, die auch permanent durch besseres Busnetz, durch eine Erweiterung vom Tram, wo wir dann hoffen, dass wir so als Zahlen können erreichen. Wir werden schon an den nächsten Monaten abbauen und sobald es neue Elemente gibt, werden wir da an eine Kommission kommen. Ich sage nicht merci. Ich sage Herr Goldschmidt auch merci. Herr Benoit, ja? Vielmals merci dem Herrn Goldschmidt für die präzise Antworten, die man gehen nicht just 3 vergisst. Dafür frohen Stunden ganz präzise no. Das heißt, Gott die Tüte vom Büro Gel komplett veröffentlicht. Gesehen mal kriegen wir die komplett. Dann ist das richtig, dass an der Etüde kein Biergerbedel mit drauf war, obwohl die initial 4 gewesen war. Und das wäre. Das waren 2, oder? 2. Mit jeder? Ja. Ja. Ja.
Fängt man mit der Frau vom Büro Gel an. Gött die Etude publiziert. Wir haben sie noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, auf welcher Form sie können. Dann wir werden nicht verstoppen. Wenn also eine Etude da ist, da könnt ihr an die Kommission und dann ist es, da gibt es auch publik gemacht, das was da rauskommt. Da gibt es genau gesagt, wie sie gemacht haben. Der zweite Punkt ist, dass gesagt gehen, wir geben eine Partizipation citoyenne. Wir haben die Partizipation citoyenne, ich meine, noch bei der Erschaffung vom Mobilitätsplan gemacht. Und daraus gesagt, wir geben eine Konzeptmobilität ausmachen. Und da will ich aber auch so, als Partizipation citoyenne, vielleicht nicht vom Büro Gel, aber wenn ich gucke, wie viel Partizipation citoyenne wir machen online, wenn ich die Aperituren nicht mehr gucken, und wie oft wir an die Quartier gehen, wo leider ist, nach Haut, sogar das ein externes Büro drauf schafft, extrem viele Punkte über Mobilität und ob der Mobilität ist, also auch den motorisierten Verkehr. Und natürlich gehen wir da doch weiter. Ich meine, wir brauchen uns da nicht zu schummen. Wir machen da extrem viele für die Leute mal anzubannen. Merci vielmals. Damit hat man den dritten Punkt von unserem Modul für heute aufgeschlossen. Und wir kommen auf den vierten Punkt, den Enseignement. Und ich gehe da direkt dem Paul Galles Wort. Ja, merci vielmals, Madame Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Schaffner Gemeinderat. Alle alle gut nicht hier am Saal seht, da ist über Distanz nur oder nur lauscht, das ist mein Fried. Ich schaue Schulorganisation für die Jahre 25, 26 vorstellen zu dürfen. Und ich gesehen hat immer noch zwei Perspektiven. Einerseits als Care-Aufgaben als Gemeng, also die Schulorganisation proprement dit, und andererseits die politischen Akzente, die wir als Schaffner Gemeinderat zusammen für als Kanner darüber heraus können setzen. Dabei will ich etwas vorausschicken, was ich auch am Vorwort zur Broschüre geschrieben habe. Es gibt ein altes afrikanisches Sprachwort, das sagt, für eine Kant abzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Den Auftrag für einen Kant, dass man auf den Weg zu gehen, was es braucht, für Frauen stark zu gehen, sich an der Gemeinschaft anzubringen, sein Leben zu machen, das meiner Meinung nach der wichtigste Auftrag, den eine Gesellschaft überhaupt kann haben. Und dabei ist immens wichtig, dass das Organisieren von der Schule kein Automatismus ist, mir als all Jahr auch die vorstellt, was man als Gesellschaft, also kann eigentlich wollen, mit auf den Weg gehen. Also nicht allein, was für eine Welt mir als Kanner handeln, mir auch was für eine Kanner mir als Welt handeln, an vertrauen. Ich will drei klar und deutlich sagen. Also ein Urspruch, der muss sein, dass als Kanner Frauen erfüllt sind, mit zugleich auch resilient dafür bereit, und dass sie bereit sind, Werte von der Würde, der Solidarität, der Nachhaltigkeit, dem Schutz für Planet, der Klima, von der Aufmerksamkeit wie die Schwester zu vertreten. Wir wünschen als Kanner, die selbstbewusst, gemeinschaftsbewusst, auch verantwortungsbewusst sind. Kanner, die die Großfrohe vom Leben und von der Aktualität aushalten und sich für eine gute Welt engagieren. Den Auftrag ist enorm groß. Er geht mehr weit wie die formelle Bildung an der Schule. Er umfasst auch die nonformelle Bildung an den Foyers Scolaires, an den Kreischen, und noch an also viele Vereine, die informelle Bildung an den Familien, an den Freundeskreisen, mir auch die sogenannten Wöllbildung, an der Kanner frei und spontan sich treffen, miteinander spielen, ihre Karte entdecken, am Velo jaufen, auf Beam klammen, an einen Stich zu gehen. Am Quartier Gar versichert man dank der Bildungslandschaft Megar, und zusammen habe ich mit der Foundation gerade alle Akteure zu identifizieren, zu vernetzen und aufzustimmen, sodass alle Aktivitäten rund um Kant am Zentrum drinnen an dem Wohl vom Kant geht. Und das soll Vorbildcharakter haben, nur für alle als Quartier. Als gemeinsames Ziel mit allen Partnern muss sein, dass als Kanner, die für Kanner sind, menschlich Menschen, es gibt nichts mehr Schönes wie Kant, das wo Fried strahlt, und mit Lust auf das Leben durchgeht. Das Netzwerk von Akteuren rund um Thema Schule ist enorm breit. Wir haben regelmäßig Interviewen als Service Enseignant mit den 3 anderen Services von der France, der Foyer Scolaire, der Crèche und der Médecine Scolaire, mit vielen anderen Services von der Stadt, natürlich vor allem dem Service Bâtiment, besonders den Architekten und der Maintenance, der Zirkulation und nach vielen anderen Services, dem TIC zum Beispiel auch für kurzem. Wir treffen uns regelmäßig mit der Direktion regional, mit dem Ministère, mit den Präsidenten von den Schulen, mit den Enseignants, mit dem Komitee de Cogestion, mit den Delegationen und natürlich führen alle mit der Schulkommission. Wir haben oft viele Interviews mit Schul- an oder älteren Komiteen,
wann et Froen oder Doléanzen aus ihrem Quartier gëtt, die man immer versichern, mat bestem Wissen a Gewissen zu begleiten. Ich will auch all denen Akteuren hai ganz bewusst ganz große Merci sagen. So ein Großdorf, mit so einem wichtigen Auftrag braucht übrigens Menschen, die mit Courage vorausgehen und Dorf Leben halen. Ich will hai ein ganz besonders große Merci dem Honoré Gregorius sagen, den Hannen am Saal sitzt, worüber ich ganz froh bin, die bald 7 Jahre lang Chef vom Service Enseignement war und eine cruciale Rolle an dem Netzwerk gespielt hat. Dank meiner Viergängerin, dem Colette, und dank dem Honoré, konnte ich selber ganz sicheren Zugang zum Enseignement und konnte mich immer auf ihre gute Rot verlassen. Der Honoré hat immer am Interesse von der Kanner von der Gemeinde überlegt, war immer immens disponibel und hat keine Spätstunden gescheit. Hier war auch immens offen für alle neue Ideen, hat mit seinem Wissen wichtige Impulse gegeben, an immer der gemeinsame Weg, der Kompromiss und Wohl von alle guten Gesicht. Ich habe da viel beigelehrt, Honoré. Merci vielmals dir, am Namen von der Stadt der Sohn vom ganzen Schaffner Gemeinderat. Ab dem 15. Juli erhält der Honoré sich von uns. Und das dann ab dem Februar 2026 in der wohlverdienten Pension. Was dem Honoré seg Nachfolge angeht, bin ich ganz froh, ich mitteilen zu können, dass mein super Schwab für eine super Person getroffen hat, die ich dann noch an der nächsten Schulkommission wird können vorstellen. Was die Schulorganisation proprement dit angeht, will ich euch an einem ersten Teil die konkret Ziele vorstellen, an einem zweiten Teil auf 2 besondere Defizite von diesem Jahr eingehen. Die wichtigste Info von der natürlich an den 2 Broschüren mit der Schulorganisation an der Rapport d'Aktivité, wie auch an der Rapporte von den letzten Schulkommissionen. Ich will für all diese Publikationen noch eine ganz große Merci sagen. Ich will nicht auf Einzelthemen aus den Rapporten anzugehen. Ich sehe dann nachher mal, wie weit spannend das Netz aufgebaut ist, dass wir also anbieten wollen, kulturelle Aktivitäten, den Technolink, mein Makerspace, den wir nach 400 großer Vakanz wollen abweihen. Als Aktivität Natur, de Sport, Musik, dann aber auch als Medizin scolaire, an als immens kompetente Psychologinnen, die besonders zur Verfügung stehen für Familien mit Kannerfrauen, dann aber auch die ältere Schule, an der Hoffnung, dass wir auch dem älteren Forum sehr an der Stadt können einen Platz anbieten, der Comité de Cogestion, von dem sie Forderungen wir da schon eine ganze Reihe umgesetzt haben, auch noch ein Blick auf die Peppen, den wir für kurzem an der Schulkommission vorgestellt hatten. Sie alle schaffen an einem großen System Wohl und Viertwohl von den Kannern und von allen Akteuren. Aktuell sind in der Stadt Lützeburg 5.686 Kanner am Enseignement Fundamentaler geschrieben. Das ist die höchste Anzahl von Schülern, die die Stadt Lützeburg jemals hat. Länger an den letzten 2 Schuljahren ist die Schülerzahl 310 an die Luft gegangen. Par rapport zu 8 Jahren, also der Plus von 869 Kanner, das sind pro Schuljahr mehr wie 100 Kanner, die dabei kommen sind. Für das Schuljahr 25/26 gesagt als Proposition de Klasse 5.882 Schüler 4, das sind knapp 200 Schüler mehr wie das Jahr. An 8 Schulen haben wir das Schuljahr die höchste Schülerzahl erreicht, das neue Schulgesetz mit der Rentrée 2009 an 10 in Kraft getreten ist. Belair Kaiser, Zenz, Zeissing, Esch, Gasbrüch, Kirchbiersch, Lampertsbiersch an der Rollinger Grund. Kirchbiersch haben wir dieses Jahr, also am laufenden Jahr, 546 Kanner, so viele Schüler wie noch nie für drinnen in einer Schule. Am nächsten Jahr werden da 591 sind an der Kirchbiersch, bleibt damit bei weitem als größte Schule. Für gerade mal 8 Jahre waren Kirchbiersch noch nicht einmal halb so viele Kanner an der Schule, eher die Schülerzahl in den letzten Jahren rasant an die Luft gegangen sind. An anderen Schulen sind die Zahlen noch mal rückläufig, so zum Beispiel ob der Gar oder auch mal zu Bohnenweg. Das sind aber ganz normale Entwicklungen, weil Gar jetzt als den dritthöchsten Quartier mit der Frequentation von den Kanner an Eisenstädter Schulen. Was die Klassenzahl angeht, werden wir 2025/26 für die erste Kehr 12 von 400 Klassen erreichen. Genau 400. Das sind 8 mehr wie das Schuljahr. Am Jahr 2019 hatten wir 364 Klassen als Vergleich.
Moyenne vu Schüler pro Klasse geif dummert bei 14,71 Laien, da das eng super agrreabel Moyenne eigentlich wie wat ganz Land gesinn, Leimer dofir dummert wirklich gut. Von 9.084 Staater Kanner am schulpflichtischen Alter, also die 8 Jahre vom Enseignement fondamental vom Cycle 1 bis de Cycle 4.2, sind der 4.836, also 53,24% an enger von Eiseklassen angeschrieben, an 189 an enger Klasse d'Integration vom MEN, also vom Ministère de l'Éducation nationale für die Flüchtlingskanner. 4.050 Kanner, also 44,60%, besichen dem nur eng einer Schule, zum Beispiel Eischule, eng Internationalschule, die Europaschule oder eng Privatschule. 43% von den Schülern an den Staaterschulen und die Letzebäuer Nationalität. Die Nationalitäten, die nur am stärksten als Schule vertreten sind die Französisch, die Portugiesisch, die Italienisch und die Deutsch an dieser Reihe follig. Aktuell besichen noch 208 Flüchtlingskanner, eng von unseren Klassen an der Stadt Lützeburg. Und nach 10 Jahren haben wir da rund 500 für das nächste Jahr, plus 50 andere Interventionen, plus die, die mal just gestimmt haben, ob der Löscht eint, die da alle gute Matt gestimmt haben. Wir haben 19 Ressorts Skolären mit ungefähr 50 Gebäier. Vielleicht noch ein kleines Wort dazu, dass eben eine Reihe Kanner tatsächlich an der Stadt oder an Privatschule gehen. Das leidet natürlich an den besonderen Lebensbedingungen von vielen sogenannten Expats. Sie wohnen schon ein paar Jahre hier, sie wollen, dass sie Kanner an denen Sprache lehren, aus denen sie kontextuell kommen oder an denen sie auch nur der Zeit zu Lützeburg werden weiter lehren. Das ist eine Spezialsituation. An der Schulkommission haben 2 Fälle besonders viel Aufmerksamkeit gekriegt. Kirchbierg soll für Rentrée als Extension abgehen. Das hilft uns ganz viel, weil wir im Moment durch den Mangel an Platz ganz viele Einzelstrukturen haben, eine Reihe definitiver und eine Reihe provisorischer. Die Extension die hilft uns, als Kanner mehr sur place zu rekrutieren. Damit können wir zum Beispiel den Container bei Mertiel auf der anderen Seite vom Boulevard so machen, die schon lange dadurch gefährlich ist, dass Kanner eben müssen über den Boulevard gehen, für an den Container zu gehen. Das Ganze geht zusammen mit dem Komitee d'école, mit dem Elternkomitee durchgeschwärzt. Etwas Besonderes in der Extension ist, dass es 4 Großsäle gibt, die extra für die Präkos gebaut sind, die sind nämlich ähnlich gebaut. Dafür werden Präkosklassen aus dem Gebäude Noppene River plündern. Wir kriegen nach mehr Kapazität für die Schule und für das Foyer. Und wir gehen bewusst, ob die Wege, die wir an der Gemeinde in den nächsten Jahren immer mehr umsetzen wollen, nämlich die Kohabitation zwischen Schule und Foyer scolaire. Das ist eine immens interessante Formel, weil wir vermeiden, dass die Zelle Talschen von der Zeit übereidelt stehen und leidet auch am Interesse von einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen der formellen und der non-formellen Bildung. Für das zu organisieren und zugänglich zugleich zu vermeiden, dass Kanner den ganzen darüber, zum Beispiel am selben Saal irgendwie hängen bleiben, können dann dafür vom Service Foyer Scolaire gerade bei dem MECUM für die Kohabitation ausgeschafft. Wir planen übrigens Kirchbierg, neben dem lo bestehenden Schulgebäude nach in einem Gebäude, sodass wir auf Fur mesure hoffentlich alle Containern können idle machen. Wie der alle gute Matko tut, haben wir als Chefverrat entschieden, dem Avis von der Schulkommission Switze gehen an dem Gemengerot zu proposieren, ob der gar Gebäude Commerce an Michel Walter zu fusionieren. Sodass kann ab der Rentrée all an Commerce gehen. Gebäude Adolf Fischer stung dabei nicht zur Debatte, weil rein für den Cycle das, aber man da viele Kartien haben, dass der Cycle in den extra Gebäude mit einem extra Hof, das macht auch durchaus Sinn. Sobald aber das neue Bildungshaus gebaut werden, wird man vorher noch die Schulgebäude Fischer müssen plündern, aber das sind wir auch schon am Gang zu planen. Was die Fusion ob der gar geht, will ich es ganz ohne Polemik erklären. Am Anfang steht eine ganz stark basisdemokratische Entscheidung von der Schulkommission in einer animierten Diskussion. Die Schulkommission hat 13:2 Stimmen für die Fusion gestimmt. Es gibt Gedrohen von allen Vertretern von den politischen Parteien, die an der Schulkommission präsent sind. Und ich will auch dafür danken, merci so für die Unterstützung. Von allen Vertretern von den Enseignants und noch von einem von 3 präsenten Vertretern von den Eltern. Die 2 anderen, das sind Eltern, die hier Kanner an der Michel-Walter-Schule haben oder hatten. Wir alle wissen, dass den Dossier mit einem langen Bart ist, an dem viele Leute ganz viele Emotionen kostet.
Ich habe versucht, Diskussionen sachlich zu halten, sodass wir anhand von Argumenten entscheiden konnten. Es möchte so eine Entscheidung nicht einfach so, besonders wenn es auch die Gewünschte von einer Reihe von Leuten wird verändern. Wenn ihr genau guckt, gibt es eine Reihe ganz gut Gründe für die Fusion von der Garer Schulgebäude. Gar als ein einzigen Ressort scolaire. Wir kriegen den Contingent, also die Ressourcen, just für die ganze Ressort scolaire. Wenn wir es auf 2 Gebäude verdelen, von denen ein ziemlich klein ist, und dafür viel Basisressourcen braucht, um überhaupt zu funktionieren, dann gehen insgesamt viele Ressourcen verloren. Weil die Ressourcen nicht da waren, haben wir das Postmobil aus der ganzen Stadt aufziehen. Wir haben 19 Ressorts scolaire, an denen viele von den Postmobilen auch gebraucht gehen. Es geht also irgendwo um eine gesamtkommunale Gerechtigkeit. Michel Walter Gebäude ist ein kleiner Leif, also ein richtig schön Wohlfühlinsel, ein schön Gebäude. Da sind 8 Säle, mit just 4 Klassen. 2 von den Klassen waren zusätzlich Sickelsklassen, weil man nicht genug Kanner hatten. 13 von den 55 angeschriebenen Kanner von diesem Jahr sind gar nicht aus dem Bereich Michel Walter. Das hätte man eigentlich schon lange zumachen. Und sich gouf das Gebäude ein bisschen artifiziell Leben gehalten. Weil es Sickelsklasse waren, an die bei ganz vielen Enseignants nicht belebt sind, haben wir allermeisten Stagiären auf diese Klasse gehabt. Sie haben ihr Arbeit super gemacht, also keine Reproche. Aber weil Stagiären alle Jahre neu affektiert gehen, gab es den enormen Turnover an Enseignants. Es fehlt also, mit Ausnahme von einer Person, die schon seit Jahren eine super Arbeit an der Michel-Walter-Schule macht, und langfristigen Bindungspersonen. Und wie vom Projekt Alpha haben wir immens viel Interesse, dass man die ganze Schulkommunität an der Rue de Commerce haben. Wir haben viel Saal, an dem Gebäude auch mit dem Projekt Alpha wunderbar eins. Das Projekt Alpha auch am Michel Walter Gebäude anzuführen, das wäre eigentlich unmöglich gewesen. Dann hat man noch viel mehr Ressourcen verbraucht. Wir haben in den letzten Jahren auf der Gare zusammen partizipativ das neue Bildungshaus geplant. Da ist eine immens starke, schöne gemeinsame Dynamik entstanden. Und auch Bildungslandschaft mega, geht die Dynamik verstärkt. Also alles lebt eigentlich schon noch seit langem auf eine einzige Kommunität raus. Gedoft gesagt, Situation rund um die Schule Rue de Commerce, die wäre inakzeptabel, das stimmt nicht. Zusammen mit dem Elternkomitee von der Gare waren wir mit der Madame Bürgermeister und mir selber beim Innenminister bei der Police. Und wir haben zusammen 4 Mesuren vorgeholt, die umgesetzt sind und gehen. Erstens geht ganz intensiv regelmäßig am mehr wie auf anderen Plätzen rund um die Schule geputzt. Zweitens mit einer Sicherheitsfirma beauftragt, rund um die Schule für Rot zu sorgen, das wirkt. Drittens Policepräsenz aus an die Luft gegangen. Und viertens die Schulhaft wird Schritt für Schritt überschafft an einem Moment zusammen mit den Kindern auch mehr attraktiv gestaltet. Die zukünftige Nutzung von der Michel Walter Gebäulichkeiten ist immens wichtig. Wir wollen 3 Sachen, also im Moment darüber eben am Austausch. Das ist, das Gebäude soll direkt am September weiter gebraucht gehen. Der zweite, also es soll für Kinder zur Verfügung gestellt sein, mit Priorität für Staaterkinder an, da wo es möglich ist, für Garer Kinder. Und drittens, es soll eine Opportunität sein, für Kinder etwas anzubieten, die sonst keine Chance kriegen. Bei vielen Centres de Compétences für Kinder mit spezifischen Bedürfnissen haben wir enorm lang Wartelisten, gerade auch für Kinder aus der Stadt. Haben wir viel Freisell an der Michel Walter, wir wollen sie nutzen für Kinder in prekäre Situationen, zum Beispiel für Kinder am Spektrum vom Autismus, mir auch für Kinder mit hohem Potenzial. Das ist ganz interessant, weil oft wird bei Besoin spezifik automatisch gedurcht, es gibt sich nicht mehr um lehrschwach Kinder handeln, mir auch Kinder, die am normalen System unerfordert sind, an denen ihre Kompetenzen absoluter Wert sind, entwickelt zu gehen, gehören dazu, und brauchen einen eigenen Platz. Andere Nutzungen sind auch denkbar, auch im mobilen Airtramp ist an der Turnhalle denkbar, und auch hier haben wir ganz viele Demanten. Das ist bewusst, dass eine Reihe Leute überrascht sind von dieser Decision. Dafür wollen wir ihnen noch helfen beim Übergang, anbieten, überall da, wo wir nicht mehr können. Falls ihr Kinder aber an Privatschule gehen, holen wir das zur Kenntnis, wir bedauern das. Wir bieten folgende Hilfen an. Das ist, dass wir machen einen Pedibus aus dem Teil vom Quartier rund um Michel Walter Straße. Der zweite ist der 19. Juni mit einem Portowert für alle Kinder an älteren Schulen zu weisen und uns dabei auch alle Fragen zu stellen. Und der dritte ist, wir engagieren uns eben für eine flotte Schulhafen und unterstützen auch alle Bemühungen von der Garer Schulkommunität bei der neuen Organisation.
Ich hoffe, ihr lo so sachlich und unpolemisch wie möglich durch diesen derischen Dossier dadurch begleitet zu haben. Zur Schulorganisation gehört auch immer ein kleiner Blick auf unseren Plan pluriannuell, was Schulhaf angeht. So machen wir gerade eine Tour von der Stadt. Dabei passen wir darauf auf, das zu respektieren, was Normen uns sagen, was Stakeholder, also die direkt Betroffenen sagen, aber was die Erfahrung uns sieht. Du hast immens wichtig, ob die Enseignants und ob Maintenance, also die Conciergen zu lauschen. Sie weisen uns zum Beispiel oft darauf hin, dass das spielerisch sicherlich interessante Element von einer Sandkaul oft aus hygienischer Sicht nicht immens cool ist, weil kann der Sand man dann Schuld schläfen oder sich auch gegenseitig Gegenstände können verstoppt gehen. Priorität hat die Schulhaft von der Garaschule an der Rue de Commerce. Das ist schwierige Schulhaft, weil einem Parking ob einer Dall leidt. Wir haben 3 Phase 4 gesehen. An der ersten Phase hat die Schule mit der Kanner ihre Schulhaft schon verschönert, zum Beispiel durch Spieler um Boden. An der zweiten Phase hat die Foundation mit der Kanner Pannen entworfen, die für die mega feste 14. Juli installiert gehen. Auch eine herzliche Invitation dafür. Schließlich geht an der Sommervakanz mit den ganz großen Arbeiten angefangen, wo wir etappeweise das große Projekt von dem neuen Schulhaft realisieren. Den Schulhaft von der Henri Sett geht auch an zwei Etappen umgesetzt. Den nächsten Teil wird für 27, 28 fertig sein. Den zweiten Teil werden ein bisschen auf sich warten lassen, nämlich so lange wie die Container nach durchstehen. Wann kann er aus der Partie Weber, wann kann er an Partie Weber können gehen, da können wir an dem Moment dann noch die Schulhaft von der Henri Sett am Ganzen fertig machen. Am Rollinger Grund sind wir am Gang zu analysieren, die Schulhaft an der Parking zu switchen, die kennt die Situation vielleicht. Es wäre nämlich pädagogisch mehr interessante Schulhaft Hannen auszuholen, an dann der Parking noch 4 Meter sind wir am Gang zu analysieren, ob das machbar ist. Und dann gucken wir auch an der Berliner Alois Kaiser Multisport Ofen Dach zu installieren, ein ganz interessantes Projekt. Was Gebäude angeht, steht folgend Gebäude ganz oben auf unserer Prioritätliste. Natürlich Dummelding, wo der Chantier für den neuen Scholer Sportkomplex hier schon angefangen hat. Gasbrich mit einem neuen Gebäude für den C1, wo dann ein Stück auch noch dabei gesagt wird. Und dann gar eben noch mal einen Plan für das neue Bildungshaus. Kommen dann eben große Gebäude, neue Gebäude auch auf höherer Mesure dabei, weil um Kirchspiegel die neue Karte in Schloss gehen, und noch ob der Itzischer Knopf. Es wird auch am Laufe von dieser Woche wird ein Plan pluriannuell, so wie man gewinnt sind, zur Verfügung gestellt gehen, noch dann Sit vom Gemengerot abgelöst gehen, für das wir den alle Guten können gucken. Eng wichtig froh, also aber du das Projekt Alpha, was wird immer das machen? Ich werde proposieren, dass man den nächsten Termin genau gucken. Ich will euch kurz erklären, woran dann nur eigentlich besteht. Ab der Rentrée 2026, 27, also für die nächste Schulorganisation, geht am Cycle 1-2, also am 2. Spielschulsjahr, am 3. Trimesterrecht angefangen, an dem sie rausgeschafft wird, was für Kinder auf was für eine Alphabetisierung sollen orientiert gehen, ob Deutsch oder ob Französisch. Ab der Rentrée 27, 28 ist dann der Cycle 2 also das erste Schuljahr. Und da könnt all Jahr Schuljahr dabei, sodass man mit der Rentrée 32, 33 all Klassen Cycle am Projekt Alpha haben. Da gucken wir mal, wie nach alles dann dazu zusammen kann in dem Moment organisieren. Obwohl an denen ersten Jahren dem nur den Druck nicht immens hoch ist, bereden wir zusammen mit der Direktion regional schon darauf hin, als Rechnungen, die weisen uns, dass es de pure Plätze gibt, von allem Bohnenweg Verger, Klause Sickel 1 am Pafendal, an Gebäude vom Rollinger Grund, wo wir besonders gemerkt müssen darauf legen, wo wir mit dem Service Foyer Scolaire auch gemeinsamen Lesungen schaffen. Prinzipiell gilt, was Gebäude mit klein sind, was das Risiko mit hoch ist, ein größere Gebäude balanciert sich viel mehr einfach aus. Wie gesagt, ich proposiere nicht, das auch an der Schulkommission dann einfach zu begleiten und immer neu zu diskutieren. Nur das im ersten Teil mit den Zahlen will ich proposieren, kurz mit einem Blick auf eine Reihe Prioritäten zu werfen, die mir wichtig erscheinen, für um Bolz von der Zeit zu bleiben, an der Kanada bestmögliche Umfeld anzubieten an einer rasant sich verändernder Welt. Ich habe hier 6 Prioritäten herausgepickt. Die erste ist als neue Gebäude. Wie schlecht ja schon ausgefordert hat, gehen als zukünftige Schulgebäude ähnlich gebaut wie bisher. Ich spreche immer von Bildungshäusern. Wir wollen eine Reihe Funktionalitäten zusammenbringen und dementsprechend auch den Raum organisieren, für allem Schule an der Foyer Scolaire, mit das auch denkbar, dass wir ein Forum für ältere Bekleidung errichten, vielleicht ein Tiers-Lieu mit einem Akzent
Schwerpunkt Kanner, vielleicht einem Centre de Compétence, die viel Platz für Stadt der Kanner bietet, Räumlichkeiten für sie, aber vielleicht auch dann die ein oder andere Kehr nur besoin an ein Crash. Beim Service Urbanismus schaffen wir eine Matrix für das neue Gebäude, die sowohl die legalen Regeln wie auch die pädagogischen und organisatorischen Besoin berücksichtigt. Wir machen das sozusagen ein Brett für die Zukunft und können dabei auf die immens wichtig Verbicht auf der Gar zurückgreifen. Eine zweite Priorität ist ein möglichst ekitables System. Wie wir das durch die Umstrukturierung vom Ressort Scolaire Garo gepackt haben, war ein von den Hauptargumenten die besoinsorientierte Verteilung von den Ressourcen über die ganze Stadt. An anderen Wörtern, wo mehr Hilfe gebraucht wird, geben wir auch mehr Hilfe hin. Für das eben all als Kanner möglichst dieselbe Chancen haben. Und das klar, was ein Gemeng mit groß ist, was wir mehr Ideen brauchen, für das System so equitabel wie möglich zu machen. Ich will diesen Punkt auch aus zwei Perspektiven angehen. Zum einen die bessere Nutzung von also bestehenden Ressourcen und zum anderen froh, was wir noch zusätzlich machen können. Bislang haben wir an der Stadt schon immens viel gemacht, das ist beeindruckend, für unsere Kanner eine so groß wie möglich Chancengleichheit anzubieten. Durch den Kontingent, dann durch die Sozial- und Postmobil-Sachen, die alle guten Mann verbunden sind. Es gibt aber noch eine andere Approche, die komplementär ist und die ich ganz wichtig fand. Madame Brümmel hat schon ein paar Mal noch gefragt, und ich bitte hier an, dass ich einmal doch hier froh beantworten, die sie mir schon öfters gestaltet. Nämlich, es handelt sich um das Resultat von den Épreuves standardisées. Auch heute gibt es übrigens pur ganz gute Erklärungen am Rapport von der Schulkommission. Die sogenannten EBSTAN gehen auch nicht viel wie ein Dissozial. Sie holen Resultate von den Prüfen aus dem 2-End, dem 3-End und dem 4-End. Damit können sie Aussagen machen, sowohl zu den Resultaten von den Kanner, wie auch zu einer Klasse oder einem Cycle, wie auch einer ganzen Schule. Muss aber auch immer den Kontext bedenken, den Heinz du eindeutig Interpretationen unmöglich mischt oder schwierig mischt, mit kann ihn trotzdem über länger Zeit die Evolution von einem Kant, einer Klasse und einer Schule ein bisschen nachvollziehen. Den Orientierungspunkt ist aber ein anderer wie bei einem Dissocio. Bei einem Dissozial orientieren wir uns an den Zule für ihre Quartier, können Quartier untereinander aufschätzen. Bei den EBSTAN gehen die Schulen mit dem Vergleich. Kommen wir mal an, es gibt 4 Schulen am ganzen Land, die vom Indizier auf vergleichbare Situationen sind. Und kommen wir mal an, eine wäre am Norden, eine am Süden, eine am Osten und eine wäre eine Quartierschule hier an der Stadt Lützeburg. Weil hier eine disbasierte Ausgangsposition ziemlich dieselbe ist, gibt eine virtuelle Vergleichsschule entwickelt und da gehen die Einzelschulen mit der virtuellen Vergleichsschule vergleichen. Darauf sind kann in dann der betreffende konkrete Schule hier Resultate rumspiegeln am Rückspruch haben. Die Resultate von den Kanner gehen und Eltern und Enseignants. Du kannst also schon gucken, wo besonders Ressourcen nötig sind. Die Resultate von den Klassen gehen und Enseignants und dem Komitee d'école. Auf dem Niveau kann also auch schon interveniert gehen. Und die Resultate von der Schule sind für das Komitee. Also sie gucken dann für all die Niveau mit der Direktion regional, wie ihn ergreifen kann. Die merkt, kein von diesen Resultaten geht und Gemeng. Als Gemeng können wir just auf Direktion regional durchgehen und nachfragen, was wo geplant ist, und als Hilfe als Gemeng anbieten. Gibt zum Beispiel genug Postmobil, gibt mehr Appuiposten gebraucht, und wir haben als Gemeng als Hilfe angeboten. Direktion regional plant besonders Projekte an Klausen auf der Gar, zu Eich und am Rollinger Grund. Die 3 Eich kriegen den 2. I-EBS, können zusammen mit dem A-EBS an der Educatrice Graduée eine Cellule-EBS, also für Enfants à besoins spécifiques, an ihrer Schule aufbauen. Dafür müssen sie aber Konzepte erreichen. An der Rollinger Grund kriegt ein zusätzliches Postmobil. Das alles sind schon enorm viele Interventionsmöglichkeiten, aber wir wollen noch einen Schritt mehr weit gehen. Den Indice-Sozial, den wir vom Lycée pro Quartier abgeschlüsselt kriegen, orientiert sich immer noch landesweiten Indice 100 für die beste Schule und landesweiten Indice 120 für die schwächste Schule. Wir werden also überlegen, ob wir die Spannbreite 100 bis 120 nicht stadtintern können umrechnen. Da kommen die Unterschiede mit klar raus und da können wir noch besser darauf antworten. Und da kommt noch etwas dabei. Anfang des Jahres, wenn wir zusammen mit der Up Foundation auf Wuppertal das Projekt mit dem Namen
1 Quadratkilometer Bildung besichen, op engem Quadratkilometer, wo sie ein ganz Reihe offen abgebaut an der Logik von einer Präventionskatten, einerseits für die Milliardenschwachkanner von Ufangun zu begleiten, und andererseits auch für den Zusammenhalt von alle Kanner zu fördern aus dem Quartier. Wir waren total begeistert und das System probiert zu verstehen und gemerkt, dass man selber schon ganz viel von ihnen offenen haben. Zum Beispiel als bei uns Foyer Scolaire Standard, bei ihnen als aber Betreuung von den Kannern nur der Schule eine neue Sache. Das, was wir daraus lehren konnten, das sind zumindest zwei Sachen und das, was wir lehren wollen, einerseits die Übergang von den einzelnen Akteuren zu gestalten, also eine Präventionsketten aufzubauen, dass die Informationen nicht immer verloren gehen, und andererseits den Blickwinkel zu behalten für die besonders lernschwachen Kanner, für das man denen aus den A verlieren. Zum Beispiel auch durch einen sogenannten sekundären Unterstützungsketten mit den Eltern. Eine dritte Priorität, auf die ich kurz angehen, wenn ihr erlaubt, ist die Digitalisierung von unseren Schulen. Ich hatte zufälligerweise eine ganz interessante Begegnung bei einer Geburtstagsfeier zu London. Ich habe einen italienischen Freund begegnet, den in Italien von der Regierung mit seiner Firma den Auftrag hat, für alle Schulen zu digitalisieren. Sie haben 46 Prozeduren identifiziert, die am System Schule können digitalisiert gehen. Natürlich haben wir zu Lützeburg eine ganz andere strukturelle Aufstellung, aber in Italien geht das von den Ausschreibungen von den Kannern über zur Verfügungstelle vom didaktischen Material, an Krankmeldungen bis hin zu den Ausschreibungen für den Ausflug oder sogar bis hin zur Website. Zusammen mit dem Service, mit dem Honoré, werden wir auf Schötter, den Schulcampus gucken, den an zusammenarbeit mit ihrer Gemeinde, dem Comité d'école, an der Direktion regional, an einer externen Lützeburger Firma viel von ihren Prozeduren digitalisiert tun. Zur Digitalisierung muss etwas Grundsätzliches sagen, sie ist ein Fakt, sie ist eine moderne Entwicklung von unserer Zeit und leidet uns eine Differenzierung zu machen zwischen dem, was hilfreich ist und dem, was gefährlich ist. Digitalisierung ist nichts anderes wie eine datengetreue Aufbildung von der realen Welt. Sie ist gefährlich, wenn die virtuelle Welt die reale Welt ersetzt. Dafür auch von unserer Seite Chlorio zum Handyverbot am Fundamental. Also er ist hilfreich, wenn die virtuelle Welt der realen Welt das Leben mehr einfach möchte. Und das ist das Ziel der Digitalisierung. Wir haben an der Stadt schon ein ganz stark abgeschaltetes System an dem Bereich, also Service TIC, notamment, und auch als ein Departement Technolink vom Service Enseignement. Ich gebe es gut von, wenn wir hier auch eine Analyse machen, an aller Ruhe, was für Prozeduren an der Stadt schon haben, die könnten digitalisiert gehen, was fängt, dass wir schon längst digitalisiert tun und ob das doch so gut gemacht ist, aber was von denen zusätzliche Besucher noch können digitalisiert gehen, Ziel nach einkehr, Leben mehr einfach zu machen, da wo unnötig Zeit verloren geht. Ein vierter Punkt, eine vierte Priorität, das Partizipation von unseren Kindern. Ich gebe es schön, wenn wir den Kindern nach mehr Platz geben, für mitzudenken und am Kontakt mit der Gemeinde zu sein. Zu diesem mehr intensiven Kontakt zwischen Gemeinde und Kindern gehören zwei Perspektiven: Begegnung und Partizipation. Im Bereich Begegnung haben wir das Jahr zusammen mit der Aktivität Natur, dem Centre Verdi, an Natur an der Welt, für die erste Kehr ein Abschiedsfest für alle Klassen aus dem Feier 2 angeboten, für eine Merci zu suchen für die gemeinsame Zeit und ihnen alles Gutes zu wünschen für die Zukunft. Weil die immens viele Klassen erkannt waren, wurde auf 6 Monate abgedeelt. Und es war schon 2 Mal mitgemacht, ein enormes Succès. Zum Schluss wurde sogar ein Hymn komponiert und gesungen, der so an den nächsten Jahren wird begleiten. Wir versichern, ja, genau. Es gibt ein Video so gut. Voilà. Mit kann er selber ein Hymn am Centre Verdi komponiert und voilà, das ist ein Identifikationsmoment zum Schluss von dem Schuljahr. Wir versichern, eine Zweitbegegnung zu schaffen, die dann auch dem Prinzip von der Partizipation entspricht. Am Schulprogramm ist 4 gesehen, dass Klassen normal können auf der Gemeinde Lunch kommen. Das wird leider aber relativ wenig gemacht. Dafür habe ich zusammen am Zentrum für politische Bildung geguckt, für ein Modell zu entwickeln, das ähnlich funktioniert wie ein Projekt Hashtag Ming Chamber am Parlament. Das Modell wäre dann Hashtag Ming Gemeng. Für uns wäre eine mega interessante Opportunität, kann das Gemeng an auch ein demokratisches Funktionament zu weisen. Für den ZBB wäre das ein super interessantes Pilotprojekt, aber für die Kanner wäre das eine super spannende Aktivität. Im Moment starten wir einen ersten Pilotversuch mit einer Purklasse von unterschiedlichem Alter aus enger Schule, für dann eine sehr Evaluation zu machen und hoffentlich für das nächste Jahr ein Projekt zu starten.
Als Überlegung für die Partizipation gehen ein bisschen mehr weit. Wie können wir an unsere Kartien, an unsere Schulen, an unsere Foyer sicherstellen, dass die Stimme von den Kindern gehört wird? Und dafür muss ein kleines Roadmap gehen. Wir gucken mal erstens, was in einer Reihe von unserer Stadt der Schule schon lebt. Kiem gibt es zum Beispiel ein ganz flottes Projekt. An der Berlin Dietrich hat ein kleines Schülerparlament, dann noch nach einer Schule ein so Projekt gestartet. Ich will gerne mit dem Präsidenten gucken, was schon alles in der Stadt gibt. Das ist alles super, wir wollen noch gar nicht ergreifen. Wir waren auf Bachtring, auch auf den Schulkomplex, gucken, wie hier Kanner Gemengerot funktioniert. Das ist ein enorm spannendes Modell, den aber nicht 1 zu 1 auf die Stadt übertragbar ist, weil wir hier aber 19 Ressorts skolär und mit rund 50 Gebäude. Mit daraus können wir zumindest Modelle lehren, die noch an anderen Schulen hier an der Stadt anbieten, für das so etwas wie Klassen, Sickels oder Schulvertreter und Vertreterinnen könnten stehen. Flott wäre für alle Ressorts skolär oder Quartier so eine Repräsentation von den Kannern zu haben. Wir waren obwohl auch bei der Kannermusee Plom, die Experten sind an der Kannerpartizipation, für uns Martine schon ein bisschen zu konzertieren. Aber wenn also aus all Quartier oder Ressorts so ein repräsentative Kannerkomitee hat, da kann den zum Beispiel einmal am Jahr aus all Komitee 1 oder 2 Vertreterinnen oder Vertreter an der Gemeinde zusammenrufen, für das sie am Chef der Gemeinderat in Austausch hatten. Aber wenn ihn dann so wählt, da kann ich sagen, dann hat ihn so etwas wie einen kleinen Kanner-Gemeinderat. Das Idee steht noch an der Kanner schon, wir schaffen aber schon drin. Eine 5 Prioritäten, und da komme ich so los zum Ende, als das bewegt und Lehren an der Besoin noch mehr Sport an der Bildung. Die rezente Diskussion rund um Sportstunden in der Schule, die weiß ja, worum es wirklich geht, nämlich dass Kanner sich mehr bewegen und noch entstressen an einer Zeit, wo das oft zu kurz kommt. Den Handyverbot ist doch schon eine echt ganz wichtige Sache, die wir immens begrüßen. Als Schuldoktor, Dr. Fandl hat schon für einem Jahr für eine Annonce vom Ministerium der Schulkommission Thema lanciert. Und wir waren als alle Guten da soweit eins. Dafür sind wir immens froh, dass das landesweit angefordert wird. Ich habe darüber herausgelehnt, einen immens motivierten Enseignant am Rollinger Grund am 4.2 wird Schüler gucken, bei seinem Konzept vom bewegten Lehren. Es gibt an der Stadt auch nach anderen Enseignants, die das übrigens umsetzen. Ich muss zugeben, ich war begeistert. Kanner haben Konzentrationsspieler gemacht, haben viel pädagogische Inhalte an der Bewegung verschafft und hatten insgesamt eine bewundernswerte Dynamik auch als Klasse. Nicht nur konnten Enseignants erklären, dass Kanner viel mehr gestresst, in besserer Form sind, wir sind ihre Sachen noch gelehrt. Sie waren interessiert und haben sich für allem auch viel selber organisiert. Dafür kann ich mir vorstellen, am nächsten Schuljahr so etwas wie kleine Projekt, ein Pilotprojektswoche zum bewegten Lehren anzubieten. Und dann die 6. an die letzte kleine Priorität. Der Kapell, den zum Servicefoyer Scolaire gehört, hat ein paar Impulse gegeben, die ich enorm interessant fand. Streng gehalten geht das nicht zur Schulorganisation, aber so wie ich am Moment den Tour durch alle Kräche gemacht und den Tour durch alle Foyer Scolaire aufhängen, und mit Personal, die wir so zusammen mit dem Bürgermeister all Jahr in einer Pläne gesehen, so können wir das Staater Schulsystem nicht ohne Disketten mit den anderen Services denken. Der Kapell organisiert neben den vielen Events, zum Beispiel auch letzten Mittwoch heute Spielstraßen an der Stadt, ich weiß nicht, wie von euch gelehnt hat, das kurz besichern zu gehen, 2 große Konferenzen rund um das Thema von der Spielpädagogik. Einerseits am Anfang vom Schuljahr ein großes Table Ronde mit Experten über die Spiele von den Kannern, und andererseits am Frühjahr am Mariendal eine große Formation für Personal aus der nonformalen Bildung aus der Stadt und darüber heraus, zum Beispiel über risikofreies Spielen oder auch über Naturnotspielen. Außerdem ist der Kapell expandiert länger an der Aktion beim Busch und mit einer partizipativen Approche mit den Kannern. Sie kennen sich auch immens gut aus mit hohen wie Spielkulturlandschaften, dass sie freie Flächen, wo die Kanner können frei spielen, ohne dass Spielgeräte installiert sind. Und auch Spielstraßen und Events für Kanner an der Stadt. Hier ist es eigentlich, die Stadt soll für die Kanner spielgerecht sein. Oder wie ich es gerne so, die Stadt als ein großer Spielplatz. Als Service Enseignement und Zirkulation an den Herr Goldschmidt hat es für schon gesagt, schaffen am Moment in der Finalisierung vom Kinderstadtplan den Staat in der 2 Blickwinkel guckt, also sicher für die Kanner, auch ihre Schulweh,
An der Zweet, was tun wir dann als Offren überhaupt wo? Wo sind zum Beispiel als viel Spielplätze? Wir haben an der Stadt rund 150 Rangspielplätze. Und da muss ich auch die vorstellen, wie können wir als Schulhaf an das Netz mit abbauen. Mir als den Nuller ist weiter daran zu schaffen, dass die Stadt immer mehr von also spielenden, entdeckenden, frei kreative Kanner durchlebt wird. Voilà. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen auf einen spannenden Parcours mitholen. Also nicht nur vielmals merci für Ihre lang an interessierte Aufmerksamkeit. Merci vielmals. Merci vielmals. Merci dem Paul Galles für die ganz engagierte Rede zu einem von den wichtigsten Aufgaben als Kammer. Und ich freue mich über die Diskussion von der nächsten Woche. Nächste Woche ist die Diskussion und dann die Kehr drauf. Dann wird vom Schafferrot und dann durchstimmen. Voilà. Da kommen wir zu dem 5. Punkt von unserem Ordre du jour, Zirkulation. Sind da Ehrenfroh? Herr Benoit, Madame Müller, ja. Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boemisch. Ich muss meinen ganz langen Lust kurz raushöhlen. Im Moment, nee, kleiner Witz. Ich hatte konkret froh und den Herr Goldschmidt, die auch keine Disposition konzerniert, die haut im Ordre du jour ist. Ich war kürzlich auf dem Aldringer und du hast gesehen, dass wir neue Busanzeigen da haben. Und ich wollte nur fragen, wer das mit denen auf sich hört, ob das etwas ausfällt soll an der ganzen Stadt ersat gehen oder ob da just etwas getestet wird. Ich will nämlich so, dass ich die persönlich keine Verbesserung fanden. Die sind immens hell und kriegen sie immens klein und kriegen sie wirklich bald nicht gelesen, vor allem wenn ich nicht vergleiche mit den großen Anzeigen, die man hatte, wo es orange auf schwarz war, weil ich ganz deutlich konnte lesen, weil ich ganz übersichtlich fand. Natürlich wollte ich einfach mal fragen, ob das ein neuer Test ist, ob es dafür gesehen ist, das in der ganzen Stadt zu ersetzen, weil ich muss sagen, ich fand persönlich wirklich keine Verbesserung. Das viel mehr klein, kriege ich nicht bald nicht gelesen, vor allem bei Sonne nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe ganz viele Leute gesehen, auch durchstehen, von allem auch Leute, die vielleicht nach einem Tick mal gut gesehen wie ich, die auch wirklich nicht gelesen kriegen. Das heißt, ich freue, wenn der darüber kurz informieren, wer das damit auf sich hört. Ich so einen Fall, dass ich die Anzeigen, die wir bislang gewinnt waren, die seit 10 Jahren an der Stadt abgehängt sind, wo in so schön orange auf schwarz, das konnte ich ganz gut lesen. Das fand ich extrem klein und nicht gut leserlich. Und ich gebe mich dafür froh, das tut in einen Kamat zu holen, für genau zu evaluieren, weil das aber eine ganz wichtige Information, dass ihn klar und deutlich, wenn ihn ob ein große Busaree lebt, wo viele Leute sind, dass ihn gut als sehr gelesen kriegt, wie ihr den Bus könnt, und nicht muss Klube rausholen dafür oder bei Sonne überhaupt nicht gelesen kriegt. Vielmals merci. Okay, merci, Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Ich komme noch einen ganz präzisen Punkt durch, den in dem ersten Dokument, also den 63a/2025/9. Da geht es die Parkplatz, PMR-Parkplatz, die weggeholt wird, wie gut, dass die Person dezidiert ist. Das liegt mir absolut an. Schon habe ein allgemein froh insofern, ob man viel gesehen an der Zukunft auch an Straßen, wo viel Wohnungen sind oder so, auch PMR Parkplätzen anzeichnen, vielleicht die wollen bei anderen Leuten auf Besuch gehen. Ne, ich meine, wir gehen immer mehr in die Richtung, dass man so eine Sozialinklusion und noch immer mehr große Autonomie vielleicht mit, also am PMR, mit Rollstuhl, und gerade die nicht elektrisch Rollstuhl, da gibt es immer mehr Möglichkeiten, die an mein Privatauto mitzuholen. Ne? Und du hast froh, ja, ermöglicht man ihnen aber dann auch, wieso da bei Besuch zu gehen, dass die auch Leute da Möglichkeiten haben. Als Futur, also wie gesagt, als Futur Initiative. Ne? Als Visiteur, ja. Herr Goldschmidt. Merci, Madame Boemisch. Merci auch den Fragesteller für interessante Fragen. Den Herr Benoit hat richtig gesehen, wir haben für rund 10 Tage, ich meine den 22. Mai, so einen neuen
digital Fahrgastinformationstafel, DFI-Tafel abgestellt, für die Teste für auch eng Alternativ zu denen, wo man haut tun, wo nicht alles klappt. Das ist ein Test. Wir gucken, ob das gut genug ist für das, was wir gerne hätten. Und wenn das konkluant wird, dann gibt man die durch die Stadt setzen. Schule haut die erste Markieren an, die nicht so konkluant, sodass die Stadt wird Mattuelle bei den Busservice, die das dann evaluieren. Und in so werden aber schon mit kritischen Remarken gekommen und werden nicht offiziell dabei sind. Nein, das ist in 10 Tagen sind die erst Familius gesagt gehen, für dann zu gucken, was das bedeutet. Was die zweite Frage geht zu den PMR-Parkplätzen, das ist so, dass man hauptsächlich PMR-Parkplätzen an Zentren setzen oder Plätze, wo Kommerz ist, wo viele Leute sich bewegen, wo eben auch eng Demont dann ist, dass mal mir regelmäßig eng PMR-Person kennt, da auftauchen. Und für PMR-Parkplätzen an den Kartien, da ist es bislang so, dass man die gehen, ob weil Leute eng Demont mehr, weil einen da wohnt, und dann gehen wir da gucken, damit sich länger, wann die PMR-Plätze, die an der Gegend, das zu weit weg ist. Eine Idee für PMR-Parkplätze generell überall hinsetzen, holen sie mal mit, auch wenn sie mal Mengen schwer realisabel ist, weil wo weiß ich, wie Niveau auf Besuch geht oder ob du muss alle 100 Meter so einen Platz setzen. An verschiedene Karten ist es wahrscheinlich mehr einfach, weil der Parkdruck nicht so groß ist, also anderen ist es schwer. Ich will die Idee einfach mal gucken, ob wir daraus auf verschiedene Plätze machen können. So nicht, merci. Voilà, vielmals merci. Wir stellen dann also die Maßnahmen zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Merci, Unanimität. Da kommen wir bei dem 6. Punkt von unserem Ordre du Jour, Konventionen. Da muss ich euch direkt etwas sagen. Bei der Konvention Nummer 3, da war ein kleiner Fehler in der Lauf am Num. Da steht den Herr Rittmer. Den Herr heißt aber Rittema. Das fehlt ein hinter dem T. Rittema. Das ist nicht schlimm, ich wollte das aber gesagt haben. So, dann frage ich, wer will da zu wer schwätzen? Madame Brümmel, ja. Zu wer? Zu Ent, wenn schläft. Zu Ent. Nach ein. Wenn nicht, kann ich da. Madame Müller, ja. Auch global gesehen, eine technische Frage. Wenn es ein Datum von wenn ihr als Kommission zusammenkommen, obwohl sie verrickelt wird. Technik, okay. Merci. Kann ich also davon ausgehen, dass die anderen, dass man mit denen d'accord sind, alle gut? Ja, merci. Madame Müller, dann so dir uns direkt die allgemein technische Frage. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Die Kollegen haben gesagt, dass die Kommission des Finances et du Patrimoine den 20. Mai nicht zusammengekommen ist, aber dass die annulliert gehen ist und die können den Mercredi, den 4. Juin zusammen. Und ich will just verstehen, wie das können, dass wir etwas sollen votieren, wenn es noch nicht durch die Kommission war oder habe ich da etwas falsch verstanden. So nicht, merci. Also, wir schwätzen, für wen schwätzt dir? Weil dir sagt, wir allgemein, mit dir schwätzt aber ganz präzise. Vom 20. Kommission des Finances et du Patrimoine. Für Konvention? Von allen Guten, all die waren an der Kommission vom 20. Mai. Dann habe ich vielleicht etwas nicht verstanden vom System, oder? Aber die war also, der Rapport von der Kommission leidet ja dabei. Also, okay. Ja, okay, dann ist das ein Problem gewesen, weil ich gut gesagt die Kommission, die war. Sie wäre annulliert gewesen. Nee, dann ist das ein Eis. Okay, so, dann haben wir das Problem schon gelöst. Voilà, Madame Brümmel. Ja, merci für das Wort. Schon noch ich da eine Umwirkung zu der Konvention, die den Umbau dann hier ob der Knudler viel gesagt, für dann
ein Hotel mit einem Restaurant anzurichten. Und zwar wollte ich wissen, ob das Gebäude unter Denkmalschutz steht, und du wennst auch beim Anrichten von einer zusätzlichen Dir etwas müssen berücksichtigt gehen. Das kann ich nicht irgendwie rausfinden. An eine zweite Überlegung, dass die, weil wir von einem Hotel schwatzen, wenn ich von Hotel schwatzen meistens auch von Leuten, die den Hotel natürlich sollen besichtigen kommen, und sind da auch eine Reihe, die mit dem Auto kommen. Ich habe schon oft beobachtet, dass ein Hotel, den auf der Platz ist, dass den Autostrafik wirklich bis auf Platz bringt. Und ich fand das am Anfang nicht super. Wenn wir ein Hotel auf den Knudler kriegen, wollte ich wissen, inwiefern viel gesehen ist, dass den Hotel, da vielleicht Parkplätze am Souterrain vom Knudlers Parkplatz muss oder soll kriegen, für das evitiert wird, dass Leute müssen mit dem Auto bis auf den Knudler fahren, für dann hier Wallisen auszulösen. Das wäre so eine Überlegung, respektive eine Froh, die ich zu dem Projekt hat, das ist für mich aber an der Reihe. Ich meine, da kann ich darüber antworten, Herr Goldschmidt. Für die erste Protektion, mir das wird ganz übersteht, als natürlich eine Protektion. Am Jönhai eben noch für die Tiere, die an der Mitte von dem Passage gemerkt wird, wo man natürlich mit dem INPA, also mit der, wie heißt das, den Neuen, natürlich schon die da hier einen Akkord müsste gehen. Contrairement zu ihr, fand ich das ein exzellent Nouvelle, dat een wil een groot investment maken voor een hotel op den Knödler zu bringen. Dat is ja niet de eerste, maar hoe schon een hotel door een hotel over dem restaurant, door als een hotel, en ik meng mee centraal kan het knap gaan. Aan een parking hebben we juist een drinnen. Also, ich meine, besser kann es doen sich nicht gaan. Dafür ich verstehe den nicht. Aber der Fakt ist, dass ein Taxi nicht nur so für den Hotel, wann da ging kommen, dass nämlich also auf der Place d'Armes, da haben wir auch ein Hotel an Taxien können nun einmal Taxien, die froh, dass ich nicht antworten, Taxien können nun einmal die Autorisation für Klienten bei Hotelen sicher zu kommen. Und ich muss so nicht gehen, aber wirklich anderen aus, viermal am Tag, schon noch nie gesehen, dass das zu einem größeren Problem ging feiern. Zum Beispiel, wenn mehr das dann, da können kein, und das ist bislang aber noch immer exzellent, aber wirklich exzellent, ohne irgendein Problem gelaufen, mit dem den Lodo, also den Neuen. Aber ich fand das ein Plus für die Stadt. Ich muss sagen, ich fand das wirklich ein Plus für die Stadt, ja. Also stell doch nicht den Hotel auf froh und Restaurant. Ich fand das ja flott, wenn hier alles genutzt wird. Mehr effektiv auf der Platz, also nicht just ein Taxi, wo du stehst, du stehst aber wirklich das Privatauto. Und dann, das fand ich einfach nicht super. Und du willst denken, ich will, dass wir die Knödler halt Parking innen drin haben, wird das ja eine Suggestion, die in dem Proprietär du machen könnt, für das auch dann zu nutzen. Wir sind hier am dem nämlich, das ging aber direkt dem Herrn Goldschmidt, responsable Chef von der Zirkulation, führt. Wir sind hier genau an der nämlichen Situation, wie zum Beispiel der Hotel Cravert, der könnt den auch kein Parking nur, dann den eben sind Klienten natürlich hier dirigiert, weil besser geht es nicht. Und das wird noch besser gehen, da brauchen Sie mal nicht über den Straße zu gehen, bei dem Hotel, den dann da hin soll kommen. Mir allgemein, Herr Goldschmidt. Ja, merci, mein Bruder. Merci für die Frage. Für den Hai-Hotel als effektiv wahrscheinlich manner problematisch wie auf der Plus, weil Hai den Hotel, wenn gut möchte, die Leute sollen direkt probieren, an den Parking zu fahren, weil sie so direkt den Lift tun, abfahren und sie beim Hotel, wie wenn sie am Auto hinfahren, und anderem durch ganz Stadt für dann zwischen einen Parkplatz zu sichern. Den Proprietär von dem Hotel oder den Exploitant, soweit die Stadt weiß, hat mal auf jeden Fall Parkingen hier am Souterrain. Für wen sie benutzt, das weiß ich nicht. Die hat recht auf der Place d'Armes, da haben wir ein Hotel, und als Reglement gesagt, dass Leute, die können nachweisen, dass sie am Hotel übernachten, oder Taxichauffeuren, die können nachweisen, dass sie
einen du hinbringen, den du übernöst oder sich die kommen ran. Das ist keine ideale Situation. Das so wie es reglementet am Moment vorgesehen. Und oft sieht man das Saison, hauptsächlich mal samstags oder da sieht man do Auto stehen, weil dann Klienten mit dem Auto hinfahren und dann hast du Voiturier, den Auto fortfährt. Durch sieht man Diskussionen mit ihnen, dass der aber ein bisschen besser organisiert wird, weil wenn nie Voiturier da sonst stehen 10 Autos und da zu werden, für Wäsche geholt zu gehen, geht das kein schönes Bild von der Präsenz. Das ist eine Problematik, die uns bewusst ist, das so wie im Moment gehandhabt wird. Aber für den High-Hotel effektiv gesehen ist das ein Problem, weil der Parking direkt also quasi von der Dir ist. So nicht mehr. So, merci. Ich stelle dann die Konvention zum Wort, wen hast du dafür? Wenn es dagegen, wenn enthält sich Unanimität, und die anderen hatten wir ja schon überhaupt. Voilà, da kommen wir auf den 7. Punkt von unserem Mode du Jour, die Adaptation von unserem Reglement, Taxen, Tax O, sind dort zu Wortmeldungen. Herr Benoit, Madame Müller, ja, und den Herr Werner. Ja, Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boemeestisch, für die Wort. Die hat das eine Proposition gelöst für die Wassertaxen, doch relativ konsiderabel an der Stadt zu hegen. Das von allem, an dem es eine Fixvariable angefordert wird, die höher ist, an ganz leicht Adaptation auch an dem variablen Taux. Wir haben auch schon, wie wir das diskutiert haben, von der Parlament an der Kommission dazu uns Reserven prononciert an wir so, dass wir die doch ganz substanziell auch nicht so können mitdrohen, weil wir sie nicht nachvollziehen können. Das ganz lang an der Stadt goufen die Taxen der Memoire nicht angepasst. Und wir fanden es wichtig, dass so Taxen einerseits natürlich sollen Richtung von einem kostendeckenden Prinzip gehen. Wir wissen überhaupt nicht, wie zuletzt was Kostendeckung angeht, steht. Da haben wir ein paar Mal gefragt, konnten aber eigentlich darauf keine richtig transparente Antwort. Und auf der anderen Seite soll natürlich für jeden Verein das ganz bezahlbar bleiben. Gleichzeitig wird auch bei so Taxen wie der dort einen Lenkungseffekt gehen. Also es soll sich lohnen, für nicht mit einer Ressource wie dem Wasser, die Preis hört, zu verbützen, mir für das wirklich so rational wie möglich, also spurend wie möglich anzuhalten. Ja, das ist übrigens auch als Position, wenn es einer Taxe geht, zum Beispiel, wenn es Mobilitätstaxe geht, Stationement oder so, da ist es immens wichtig, dass den Leuten Alternativen zum Beispiel angeht, für den öffentlichen Transport, für den Velo zu holen. Oder wenn ihr zum Beispiel über die Aufwaldpolitik schwätzt, auch da haben wir schon ganz viele, ganz lange Alternativtaxen proposiert, wo man die Leute mehr belohnen, wenn sie Männer Aufwald machen, zum Beispiel, an dem sie eine Abfeierung machen von dem Bezahlen, also einer Tax auf den Vidange vom Kivel oder auf das exakt Gewicht am Platz, so wie wir es haben. Das gibt nämlich Leute incitieren dazu, Männer zu konsumieren, an die Männer Dreck machen, die geben auch Männer dann bezahlen. Und so soll den an uns auch Hai anwenden. An dem der Hai aber den fixen Ton sich hecht, an den Variablen relativ deutlich hecht, an den variablen Ton immer ganz minimal. Also du siehst so, dass alle Menschen gleicher müssen so ein Schlummel gestroft gött, an eigentlich den Delo Solomol sein ganz Piscin damit füllt oder überhaupt nicht oppasst, den muss am Fond geholt genauso viel beilehnen zum Koch wie wie eine Familie, die wirklich ganz gut oppasst, ob wie viel sie verbraucht. Das heißt, wir wären Mengen Echter, dass in der Zeit den Umgedrehtheit müssen machen, den fixen Deal Echter gering halten und den variablen Deal eventueller Stufen. Von allem eben die Variablen, denen dann mir heisch hat können machen, wann
dat dann het misse sinn, a wann eben et neidig wär eben am Relationun auch davon, dass man gife wissen, dass viel verbützt gött oder eben fir de cashdeckenden fir Menor Richtung cashdeckenden Tarif zu kommen, wissen natürlich das wichtig, dass das nach wie vor für Itverein zesibel ass. Wo alle Guten die doten Informationen hummer net, méi well der Teiten awer es eng Propos ass, die wirklich an die Falschrichtung geht am Sinn vun, dass es sech net soll speziell den belohne soll also den besser oppasst, méi au contraire es asfährt so Itverein nämlich trefft, egal wie vielen oppasst, werden man der Teiten so net können mat drohen. Dann verstehen wir auch nicht genau, für wat das Lo grad nach landwirtschaftlichen Tarif gött, den so Dave as wie deren proposiert, weil geht um Trinkwasser, a priori als Trinkwasser net dat wat soll benutzt gehen für Solomol zu netzen. Me do geht in echter Richtung vun der se Rehwasser ophängt, an der sind do Solutionen probiert ze sichern, an selbstverständlich soll man Bauern, Gärtner an alle guten Leute, die Dr ugesi fir hier Gerd ze netzen unterstützen dran, mit der Mchen einfach an dem sie mat Rehwasser oder mat so Solutionen schafft an net mat Trinkwasser, dat doch do versteht man net genau wat de Sünder 100 ass. Wir können eigentlich auch nicht nur vollziehen, dass den Horeca heilo nach einen besseren Tarifanfang wie die Menage kriegt, weil eigentlich in den an den Hotel geht, gesehen nicht an, wenn den der Grund abmischt, für sich zu duschen, dass der soll einen besseren Tarif haben, wie wenn irgendein Bierger aus der Stadt an die Dusche geht. Das heißt, auch da kann man nicht nur vollziehen, dass die mehr favorablen Tarif wie als ganz normal Biergerinnen und Bierger hun. An dem Sinn können wir die Dach massiv Host, die da als Biergerheit zumut nicht matdrohen, weil sie en plus an Eisen auch nicht begründet ist und auch definitiv die falsch Urreiz ersetzt. Vielmals merci. Merci auch, Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Wissen, dass hier an der Stadt quasi Ebene von den Leuten Working Poor sind oder respektiv an der Armut sind, machen mir als ganz viel Gedanken darüber, eben, dass es eben bei der Haus, die für die Menage schon angeschaut ging, aber auch, dass es schon, wenn Leute hier Faktoren nicht können bezahlen, dass es dann so Aufstellung zum Wasser an elektrischem kommt. Das geht nicht. So, fort weiter. Okay, wenn es das nicht geht, also dann, wenn man das präzise darauf antworten, dass ich nicht froh drüber, weil dann habe ich auch etwas beigelegt. Merci. Merci. Ah, okay. So, wunderbar. Herr Werner. Ja, merci vielmals. Wir werden die Modifikation noch nicht abstimmen. Wir haben, und das werde ich auch nicht wundern, als Argumentation gebe bisschen an dieselbe Richtung gehen, wie die Green Kit, dass man aber, das ist eine lange Diskussion, der Meinung sind, dass die ganze Diskussion über die sogenannte Kostendeckung, wo sich über viele Jahre falsch gefordert wird, zumal von den Kostendeckungsprinzip ob der Konsumateur, ob Ménagen soll raufwälzen. Und das ist ja eine Logik, die sich appliziert geht. Kostendeckung sich ist nicht ökologisch, und Kostendeckung, so wie es auf jeden Fall appliziert, geht dann mehr, also das ist auch von der Kostenwürdig oder sogenannten Kostenwürdig Nutzung, die sich am meisten denen weh, die schon sowieso am meisten hun, und das sind dementsprechend sowieso die Männer verbützen, weil es steht nicht leicht, die können es verbützen, und oft gibt es vielleicht so eine Logik von Leuten, die vielleicht mehr verdienen, da gehen sie davon heraus, dass jeder so viel verbützt wie die Männer haben. Aber die Männer haben, sind die am meisten ein Problem durchstellen für das Wasser oder für die Umwelt überhaupt, weil sie einfach nicht die Konsumkraft haben. Natürlich muss aber trotzdem dafür
sorgen, dass Wasser nicht verbützt wird. Und dafür muss sorgen, dass ein anderes System findet, zum Beispiel justement bei der Konsommation, beim variablen Teil, dass in Richtung geht, wie das auf ein Platz existiert, oder wie wir das in den Jahren proposieren, von einer Staffelung. Das heißt, eine Staffelung zum Beispiel an 3 Etappen, wo den minimalen Gebrauch oder den Gebrauch, den all Mensch muss haben, für die Hygiene respektive für zu trinken, dass den gratis soll sein, darüber heraus. Da gibt es Rechnungen, ich meine, das sind 50 Meter Kippe pro Person. Darüber heraus eine intermediäre Etappe, das ist dann der normale Verbrauch, den man einen drohbaren Preis, wo ein drohbarer Preis drüber ist, und eben die alltag ihren Auto oder allweekends ihren Auto müssen 3-mal waschen oder ein Piscine brauchen, etc., dass die eben ein Kehr gut blaschen. Voilà, das heißt, dann hätten wir ein bisschen mehr Solidarität. Und nur beim fixen Deal, bon, da weiß ich nicht, die Diskussion führen wir ja beim Strom, auf nationalem Niveau, für zu sagen, dass auch die Kosten, und das soll ja anscheinend kompatibel sein mit dem EU-Recht, dass du sich die Infrastrukturkosten noch von der öffentlichen Hand sollen überholen gehen. Weil das war ja auch ein großer Teil, ein Teil für doch die Preise zu Lützeburg auch hoch sind, dass das nicht überholen gehen, und das soll ja überprüft gehen. Da stellt sich vor, ob das doch nicht beim Wasser soll machen. Inwiefern das technisch gehen, das weiß ich nicht, aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, für gewisse Kosten aufzusetzen. Dennoch, ja, die Frage auch, selbstverständlich, bon, der Sektor agricole, den ist minimal hier an der Stadt, trotzdem ist der Preis auch minimal. Da müssen wir vielleicht gucken, ob es Möglichkeiten gibt, für sich auch die zu belohnen, die justement auch anders, dass man im Wasser umgehen. Und das muss sich auch gönnen für den industriellen Sektor. Da sind ich nicht so richtig informiert, aber inwiefern auch die Industrie vielleicht kann damit auch belohnt gehen, wenn sie neue Technologien benutzt, für eben Wassermänner zu verbitzen oder mit so einen Circuit schafft, etc. etc. Das ist an der heutigen Situation wird mir aber gegen das Modifikation stimmen. Sonja, merci. Merci. Herr Radou. Merci für das Wort. Die Diskussion ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, am Anfang ist es ein bisschen eine inutile Diskussion. Ne? Weil, natürlich will man nicht, also ich meine nicht, dass in Albanien freiwillig auf die Idee kommen wäre, wenn man nicht eine EU-Direktiv hat, wieso muss in Heilo die Wasser am Kanalpreis setzen. Wir haben kein imminente Besoin für Finanzement, wir haben nach Reserven, wir sind noch normalerweise am Surplus annuell. Dafür rein finanziell haben wir überhaupt keine Necessität. Selbstverständlich sind wir froh, wenn die Leute Wasser haben und das können konsumieren. Zum Kontra vielleicht ein paar von den Vierredner, die sind auch nicht der Besoin für die Leute, die lieber ein Dusch wollen, wie sich beim Läppchen waschen oder die zweimal am Tag ein Dusch wollen oder andere, die nicht oft genug ein Dusch wollen, für dort dran anfangen zu reglementieren. Das leidet uns ganz fair. Das leidet uns auch fair, über irgendeine Menge hat, den entdecken, zu in der Wäschzone, sondern zu bläschen. Das ist nicht ein Objekt von der gemeinen Finanzpolitik, ein Objekt ist, dass wir die Services, die wir den Leuten anbieten, korrekt anbieten und dass uns Finanzen am Ende des Jahres gedeckelt sind. Leider Gottes leben wir in einem europäischen Umfeld. Es dürfen Bestrebungen an andere Länder, an dem europäischen Niveau, für den Wassermarkt, genauso wie den Strommarkt zu liberalisieren, für die zu liberalisieren, müssen auch die öffentlichen Anbieter kostendeckend offerieren. Daran fallen mir auch, ich meine nicht, dass irgendein halt zuletzt bestimmen wo dafür, aber ich meine, dass wir das Prinzip aber verstanden haben, europäisch und national und dafür auch umsetzen. Und das dürfen wir uns rumfangen mit guten von den Services an der Finanzkommission erklärt, wie die Umrechnungen, wie die Kalküle gemacht sind. Das ist einigermaßen komplex, weil natürlich
als froh watrecht alles betrucht für die Infrastruktur an betrucht von der Wasserproduktion d'assurance ditlos an erklären ditlos dat man alles zu verklären, weil du selber vielleicht ein bisschen langwierig mit das aber kohärent und das auch kohärent eng unterschiedliche Behandlung zu machen von private, von Industrie, von Agrikultur, von der Regierung. Auch da meine ich nicht, dass es übrig ist, sich Jalousien zu verfängen, weil es effektiv gut gründet für die Indianer von denen, so sind die Adaptationen, die kommen, sie für sich verreden, man muss ihn selber ein bisschen adaptieren, für das keine Losig zu viel schnell und zu viel davon muss so erteilt wird. Und du findest sie mir mit den Propositionen, wie sie gemacht haben, die ich meine, effektiv particulièrement gut evaluiert sind. Natürlich ist die Infrastruktur vom Wasser, das da ja, wie wir Träger, die waren die Boden, wir gut Träger, wir für Jahre massiv daran investiert, für einen von den größten Verbützen vom Wasser, wo Perten, die am Wasserreservoir und massiv investiert an die Infrastruktur, für kein oder Männer Perten zu haben. Und das natürlich kascht, und das natürlich, weil dann alles, was man investiert, tun in Lützeburg, mein Gott, kascht der Beruf mit daher, wie wenn wir Rumänien die Beruf gemacht haben. Und da muss man aber die Investitionen umlegen, ob die Periode von Jahren, die wir gerechnet haben. Ganz ehrlich, also wir können ganz gut machen, wir dürfen Infrastrukturen an öffentlicher Hand lassen, an die Freie nicht konsiderieren. Mit dieser Latitude haben wir heute leider nicht. Du willst einmal aufhängen in einer anti-europäischen Debatte zu feiern, von jedem Ländern, ich mich nicht viel ausschließen, respektieren ich, als wir wären ich die Rekommendationen von der europäischen Direktive, die an uns Nationalgesetz die sind par ailleurs, hat die Administration Générale des Eaux uns auch das alles validiert, ohne Komma zu ändern. Also sind unsere Komma ändert bei einer Formulation am Text, wo man eine Referenz muss machen, die dann mir präzise ist. Aber wir hatten par ailleurs auch an der Kommission ein Tableau komparativ mit vielen anderen Gemeinden, die das heute schon umgesetzt haben, wie sie es umgesetzt haben. Da sind wir nicht die Billigsten, da sind wir nicht die teuersten. Ich meine, dass wir auch hier uns gut positionieren am Vergleich mit anderen Gemeinden. Und da, wenn es manche Standortregionen, da das heute eine ganz fair Transposition ist von den Obligationen, die wir haben. Und dass wir heute richtig mal da kommen, manche weiß doch, dass wir uns Medien haben, wirklich stehen umgedreht haben an alle Richtungen, für zu gucken, wie wir es bestens könnten machen, am verdrehtesten Mal für Felicitationen und Service an unserem Schafferot für die präzise Arbeitsteile, Propositionen, die wir heute haben, an meiner Stelle nicht selbstverständlich. Merci. Merci vielmals, Herr Philippa. Merci, Madame Bürgermeister. Ich kann dem, was Herr Radu gesagt hat, nicht mehr beipflichten, will mir aber just ein froh, und es geht darum, jetzt den Sektor Oreca, wo es ganz klar ist, dass den hier bis ganz hoch sind und das ein ganz wichtiges Sache, also wo ich auch an der Chambre de Commerce regelmäßig von der Oreca aus, von der Oresca oder von der Camprilux aus Formationen engagiert, die für das Wasser zu reduzieren. Aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist echt den, dass wir manchmal definieren, was wir in der Oreca verstehen. Und da sind wir Sektor, dont relèvent les hôteliers, les restaurateurs, les cafetiers, le secteur des campings. Da vermissen nicht Jugendherbergen, die auch ganz viel konsumieren, wo wir an der Stadt auch eine Jugendherberge haben, die auch zu dem Sektor Oreca aus sich gehören, noch was ein anderes Statut tut. Ich ging das ganz wichtig fand, dass es eine Erklärung von den Dr. Bert Jeunesse dabei setzen. Merci. Merci auch, Herr Biewer. Merci für die Furt. Wie gesagt, ich wollte einkehren, ob die verschiedenen Punkte angehen, also im Detail mit dem Herr Radio, das schon ganz präzise gemacht. Just die verschiedenen Punkte, Tax d'Égout, die war auf der Kommission des Finances et des Patrimoines letztes Jahr am 15. Juli, da zu 15, da vorgestimmt war just eine Abstention effektiv von den Linken, die ich da absolviert haben, an die anderen 3. Dezember, wo dacht wird ganz sicher damit gestimmt, dass an der anderen Tax findest du Wasser oder effektiv eine Abstention gehabt. Das war im Dezember, mehr an der Tax EGU schon nur geguckt und hat jemand gestimmt, dem er ganz lädt, das steht so im Procès verbal.
Das könnt ihr dann nur gucken, das ist auf jeden Fall so, wie es am Procès-verbal steht. Die anderen effektiv waren 9 en faveur, da waren da 5 Abstentionen, dann die gering an der LSAP, an Evert contre von den Linken. Ich wollte das als Präzision dabei fügen, und wir unterstützen auch die Augmentation. Bien, merci, Madame Brümmel. Das ist just der Compte rendu, den wir ganz lesen. Herr Benoit, wann ich gelebt? Herr Benoit, Frotwurt, mir gehen da rein, hallo, die schwätzt man ganze Gemenge rot, lo, hat Madame Brümmel wurde, wenn die nur ein Frau hat, dann könnt ihr die gerne stellen. Madame Brümmel. Ja, merci. Also ich bin ja nicht an der Kommission, ich habe noch just den Rapport gelesen, aber ich war eben auch wirklich ziemlich erstaunt über die Montants, die da ob Konsumateuren, Konsumatrizen durchkommen, an das am Fond do, wo ich aber immer noch froh bin, inwiefern in nicht eine andere Repartition und müssen wählen zwischen variabel und fix. Weil an der Kommission geht auch geschwärzt davon, okay, gerade die Leute, die finanziell nicht so gut gestaltet sind, dafür als dann die Prim oder die Allokation du vie cher auch gehecht gehen, aber wenn nicht Rechnung richtig machen, da geht eine Allokation de vie cher mit 150 € mehr am Jahr nicht durch, für die Fixkosten, die zusätzlich auf Leute durchkommen, zu bezahlen. Und das fand ich dann irgendwie kein korrekter Approach. Also jedenfalls kann ich das nicht mit dem anderen abrechnen. Und dann ist auch die sicher lobenswerte Propos gemacht gehen für bei der nächsten Wasserrechnung die Leute dann eine Explikation mal zu schicken. Ich meine insgesamt also wichtig, dass auf all den Rechnungen mehr konkret steht, wie in ausspuren kann, was für Vergleichswerte da sind. Ich denke auch da, als ob einer Fakturation noch Sput nur Urwen. Das sind für mich 2 Remarken, die ich ganz gerne zu dem heutigen Punkt machen will. Was mich aber auch nicht davon aufhält, für das heute nicht mattstimmen zu können, weil ich fand nicht fair ist, vis-à-vis von den Leuten, die dann neben Jahren nicht zusätzlich belastet werden, und ob EQ allein für die Fix 6-mal mehr muss bezahlen, das wird verschiedene Leute wirklich, das wird verschiedene Leute wirklich ganz, ganz basic überraschen. Ja, ich meine, dass das nicht ganz falsch ist. Nee, ja gut, sorry, ich habe gemeint, mir gibt es einen minimalen Teil, von dem wir heute geschwärzt haben, über den ich an meiner Rede gerade gar nicht geschwärzt habe. Voilà. Das ist auch noch rein. So. Ja, und das am Rapport, was die Kommission das meint hier, das ist auch der Rapport nicht. Das ist ganz gut. Mit den Herr Bieber wird uns ein Vertrauensvorschuss. Voilà. So, Madame Beißer. Merci, Madame Burgemeester. Merci alles. Ich weiß nicht, wo Sie für Wasser den Herr Moser als Finanzchef kann dann vielleicht Einzelpreise machen. Ich frage direkt an und davor nicht noch für der Madame Brümmel zu sagen. Die erinnert sich an dem letzten Gemengerot, und sich das neue System erklärt von dem LoRaWAN, von den Compteur intelligent, wo man können von außen ganz genau den Ist-Zustand von dem Wasserverbrauch müssen, wo man auch direkt Friede machen an den größten Avantage vom LoRaWAN ist, dass die Leute viel mehr präzise Rechnungen kriegen, wo ganz genau drauf steht, was ist. Das habe ich ja erklärt, am LoRaWAN. Für ihre Schüsse zu sagen, für ihre Ressourcen von der Präzision, und wie gesagt, spurt Wasser, das ist Maxim General und sich, die über den ganzen Faktoren bringen. Da kommen ich aber ein wenig zurück, weil ich muss verschiedene Sachen riechen bei ihr, für ich alle Guten. Und ich spreche nun mit dem Herrn Benoit. Ihr wisst, dass wir eine große europäische Wasserdirektive haben aus den 2000er Jahren, die als größtes Prinzip festhält, dass alle Länder und alle Fournisseurs von Wasser soll kostendeckend funktionieren.
früher, die Direktiv da war, die zu Lützeburg Naissance ging zu zwei großen Wassergesetzen von 2008 und 2018, hat gemeint, Möglichkeit, Tarif von mi nombreux beim Wasser, beim Elektrisch, beim Gas zu gehen, für eben just Leute, die finanziell nicht so kräftig wären, für denen entgegenzukommen. Das ist seit der Direktiv an das Gesetz von 2008 und das von 2018, als du nicht ernst, als nicht mehr erlaubt. Es muss kostendeckend sein und dafür kommt eben die Allokation de Vicher. Madame Brümmel, ich weiß nicht ganz genau, wo dir so den Monat von 150 Euro, das gibt nicht durchkommen, für ich mal das Prinzip zu machen, das ist das Hauptprinzip. Kostendeckend, keine extra Kategorien mehr, dafür haben wir das System von der Allokation de Vicher. Zwei Prinzipien. Das Prinzip Utilisateur-Payeur, das heißt, das, was konsumiert wird, muss bezahlt gehen. Und beim EGU den Prinzip Pollueur-Payeur, das heißt, was du verknast, musst du auch bezahlen. Das heißt, Charge polluant muss man bezahlt geben. Wie als es gegangen sind, und das ist ja nicht mehr, das ist schon eine Zeit hier, dass 4 Sektoren kreiert gehen. Menagen, die an der Stadt Lützeburg über 90% waren, die Industrie, durch den Fakt, dass die pure Firmen, notamment Luxley, die extrem viel Wasser gebraucht hat, rausgegangen sind aus dem Niveau an noch Casa, Arbeit und so weiter und so fort, aus dem Sektor industriell an der Stadt als minimal. Agrikultur. Dit mal leid, da habe ich Schwierigkeiten für euch zu suivieren, weil ihr wisst alle Guten, dass man krampfhaft versichern, die Lützeburger Maraîcheren, nach dem zu greifen, weil die aus dem neuen Ausland kommen, haben Wasserpreis, den ist nicht gerade so hoch, aber für wenig Gerechtigkeit zu machen, haben wir alles gemacht für die Agrikultur. Den Preis wirklich praktisch zu deckeln, wo wir große Negoziationen mit der Wasserwirtschaftsamt hatten und mit der Inspektion Sanitär für den Preis zu deckeln auf engem Euro, für eben just hinten entgegenzukommen. Oreca, wie das auch wollt nennen, haben wir seit Covid, wo sie wirklich am Gang waren, Lappen hängen zu lassen, haben wir gesagt, wir kommen nicht entgegen, weil der Sektor Oreca, ohne Jugendherberger, Philipp, das muss man gucken, ich weiß das nicht, wie die Statute, also ob das kompatibel ist, das muss ich gucken. Der ganze Sektor Oreca, der viel Wasser braucht, haben wir gesagt, wir kommen nicht entgegen, dafür kriegen die einen extra Sektor rausgegründet, für ihn noch entgegenzukommen, eben just, dass uns sich eine indirekte Hilfe für den einen Tarif zu geben, den uns sich mehr favorabel ist wie den Industriellen oder wie den en general. Bon. Das ist das eine. Das Zweite ist, seit 2012 hat die Gemeinde Lützeburg, konträrement zu anderen Gemeinden, den Wasserpreis nicht geheischt. Entretemps, was das geschieht, wir hatten nicht nur Covid, wir haben einen riesigen internationalen Energie, an dem Moment Ökonomie, also wirtschaftliche Probleme gehabt, die wisst, dass Preise von der Energie explodiert sind. Als System, als Staat als Gewurs von 85.000 auf 137.000 Nutz, und am Tag kommen da Minimum 150 dabei. Das heißt, es braucht immens viel Wasser. Und für was als den Trofix, und du entschuldigt, Herr Benoit, du leider falsch, weil die macht nicht über Trofixen, dass das Leid Strof Trofixen aus der Coût réel, von der Produktion, von dem Funktionament, von der Gestion, und von dem Ausbau von Reso, den immer mehr groß muss gehen an der ganzen Stadt, weil die Stadt gewusst ist. Wir brauchen extrem viel Energie, weil die Mengen ja nicht das Wasser oder der Bier ablebt. Wir brauchen extrem viel Energie für als Pumpen funktionieren zu lassen, für das Wasser von allen guten Quellen. Und überall herabzukriegen, das braucht extrem viel Energie. Und ihr wisst ja, was die Energie kostet. Also nicht direkt, Herr Warner kommt nicht direkt, ob den der Stadt nicht vergessen. Kreos als eine autre paire de manches. Kreos als ein Azar, du hat die Stadt eine Decision für den Preis zu deckeln bei den Ménagen. 30% vom Coût réel, die 60% an Blutgängers. Wir als Gemeinde Lützeburg können so Sachen nicht machen. So Sachen können wir nicht machen, weil, wie gesagt, das wieder wie von einer Kreos, die zwar für drüben elektrisch war, ja für drüben in dieser Roulette, aber das ist nicht mehr möglich für ich auch zu sagen, dass das nicht geht. Was auch nicht geht, Herr Werner, an, wir streiten schon seit Jahren, auch mal deren Viergänger. Wir sind nicht zuständig für die europäische Direktive, die sagt, muss das Prinzip von dem kostendeckenden System sein. Die Staffelung ist leider nicht mehr erlaubt,
Da habe ich gesagt, dafür ist die Allokation wie Cher eben angefeiert ging. Das Zweite, was auch nicht möglich ist, das schon ein paar Mal angeklommen, verschiedene kleine Mengen. Aber nicht mehr ganz pur, weil das die schon teilweise lädt. Und angefeiert, dass die echt 50 Meter Kipp gratis sind. Wir packen das nicht. Also ein System mit den riesigen Residenzen, mit den Kontoren, wo die Leute 50 Liter gratis kriegen an den Rest von der Reso und die am ganzen Haus leihen, als System normal, als technisch nicht möglich. Also all als Service haben das schon für drun gesagt. Also, ich komme zurück auf den Herrn Benoit. Agrikultur sind Maraîchers, verstehe ich nicht, dass das immer das Problem hat. Toreska wollte mir helfen, wo man versucht, ein System zu machen, für den einen besseren Tarif zu machen. Nach einkehr, du musst Education für Wasser zu spüren, was das große Ziel ist, nicht über die Partie fix vom Preis, sondern nicht mehr über die Partie Variable, weil wenn sie die Leute sagen, braucht man Wasser, muss der Mann bezahlen, das ist über den Konsum, aber nicht über die Infrastruktur. Die ist fix und die muss eben jeder mithelfen drohen, weil das ja alle Menschen davon den Benefis. Soweit zum Herrn Benoit. Dann, Madame Müller, wie gesagt, Hitzens, ob es elektrisches Gas, Masut, das klingt zwar vielleicht komisch, nice to have. Wenn ihr das nicht könnt bezahlen, dann kann der Fournisseur effektiv das erste Grund zudrehen. Contrairement zum Wasser, was der Menschenrecht ist, sogar wenn ihr nicht kapabel seid, für zu bezahlen, gibt es eine internationale Regel, wo Lützeburg auch dazu verpflichtet ist, kann just der Konsum reduziert gehen, dass nicht nach all der Badtoilen, mit aber nach Wasser, dass eine Familie kann normal funktionieren, ohne Exzesse zu machen. Wie gesagt, aber für am Staat zu konsumieren, Menschenrecht, Wasser kann nie aufgesperrt gehen. Bon. Dann, den Herr Werner hat schon zum größten Teil geändert. Ich verstehe Ihre Susi. Herr Werner, wir sind aber Europäer, und ihr seid doch ein überzeugten Europäer. Wir können nicht gegen die europäische Regeln gehen. Und wie gesagt, seid ihr überhaupt froh? Wir haben, ich für zu Brüssel, gekämpft für Leif gegen Privatisation vom Wasser. Weil die großen Länder, Franzosen, mit Bouygues, Lyonnaise des Eaux, groß Lobbying zu Brüssel gemacht, für alles zu privatisieren, weil eine Katastrophe geht. Wasser muss für mich an der öffentlichen Hand bleiben. Wir sind ein Reichsstaat, wir haben 72 Quellen, davon sind der 44 operationell. Wir sind an der glücklichen Dinge, dass wir Wasser haben, wo wir als Gemeinde Lützeburg können als Bürger die beste Qualität Wasser liefern. Da gehen wir das nicht in privat Hand raus, weil wir sie obligiert für zu kontrollieren. Da muss man einfach Kontrolle machen, dass die Qualität vom Wasser die ist, die von der Wasserwirtschaft, von der Inspektion sanitär gefragt wird. Dafür finde ich alles zu sagen. Und guckt, sieht aber raisonabel. Wir hatten einen Preis vom Trinkwasser 2023 auf vom Assainissement ein bisschen mehr. Wir waren auf 4,46, 4,47. Da gehen wir von 2023 auf 2040. Von 2012 auf 2025 machen wir eine Augmentation von 2023 auf 2040 für den Konsum. Den Lori Moser sehe ich nach Partifix, aber wie gesagt, Partifix hat eine andere Kontrolle von den Außeninfluenzen, Energie an Extension vom Réseau. Mit dem Konsum, wo wir wollen, die Leute so spürt, da machen wir alles für das mal so gut wie möglich zu. Und den anderen so nicht alle gut. Vielmals merci für Ihre Interventionen, die Sie gemacht haben. Ich meine schon alles gesagt. Und dann Herr Moser möchte finishen. Das awer ganz schwer mat Boier Meeser an der Hand mat am Beisel Finiioun ze ma. Sie geht immer so an Detail an sie mischt dat immer so exzellent, dat mir wirklich net mi viel dabei ze so ass allerdings nachfleich die eng oder ennner zusätzliche Marktwell sinn ewer e bësselchen erstaunt, wann ich alle Goeten die Interventionen heieren, die natürlich alle goete Merci soen.
die auch mit wunderbaren Ideen kommen, mit Madame Beisland, Herr Radu doch schon teilweise gesagt, die aber absolut nicht konform sind mit der aktuellen Gesetzgebung. Und sind noch ein bisschen erstaunt, immer die Proposen auch von den geringen Kollegen zu kriegen, weil sie müssen ja eigentlich am besten wissen, was da als Kontrante sind. Ich will auch nicht auf die ganze Diskussion über Direktiv angehen. Ich will aber auch sagen, wir haben nach zwei anderen Institutionen, die man müssen respektieren, von denen also nicht schrecklich viel geschwärzt gibt, die sind aber auch ganz wichtig für uns, denen das als Autorität de Tutelle, nämlich das Ministère de l'Intérieur, an die wisst, den hat an seinen Avien über als Konten immer kritisiert, dass man justement mit den Wassertaxen nicht konform wären. Das auch ein von den Gründen, für was man das müssen ändern, weil man effektiv da nicht den Esprit von der Direktiv respektiert hätten. Ich will unseren Detail angehen, wenn man dort dem Herr Wagner sein Propos zum Beispiel geholt hätten, da gibt man es sicher auch nicht respektieren. Am wir hun also wie gesagt, ein ganz enke Kochset, wo wir uns dran bewegen, an den lässt uns nicht viel Spielraum. Und da kennt ihr nach Versa Wirtschaftsamt dabei, die also nach da eine Reihe von Opläre machen, an die wisst, wir müssen die Tarife, die wir hier unhöllen, die müssen auch vom Wasserwirtschaftsamt müssen die approviert gehen. Aber wie gesagt, du hast einen Spielraum minimal, dafür mit allem Respekt für die ganz viel interessante Propositionen sind die allermeisten absolut nicht realisierbar. Ich will eben so etwas sagen über die Direktiv, weil es ganz richtig ist, weil doch mein Kollege Madame Beisel schon gesagt hat, wir müssen auch die ganze Kostenpunkt von Eiseninfrastrukturen an den Preis reperkutieren. Und ich warne dafür, wir werden irgendwie an den nächsten Monaten, da wird doch die Gemengerot den sesiert gehen, gehen wir mit einer Direktiv konfrontiert von Brüssel. Ich meine, ich hatte schon ein Jahr in der Finanzkommission davon geschwärzt, die ominös NIS 2 Direktiv, die ganz viel über die Sicherheit wat Wasser betrifft. Und da müssen wir für besonders die Sicherheit von unserem Wasser zu garantieren, müssen wir da eine ganze Reihe von Mesuren holen am Kontext von der Cyberkriminalität, weil ihr wisst, die ganz viele Cyberattacken, die hauptsächlich auf Wasser kommen, an das wird als dazu führen, dass wir da müssen auch zusätzlich Investimenten machen, für die Sicherheit von unserem Wasser gegenüber so Cyberattacken zu garantieren, an die zusätzliche freien Kosten, die wir da werden kriegen, da werden wir wahrscheinlich nicht der Lernsch kommen, deren ob Konsumenten zu reperkutieren. Dann aber auch noch etwas, was nicht unwichtig ist, für ich aber vielleicht denke, die Einzelzuellen zu geben, weil da so eine Kollegin, die vorher gesagt hat, wir könnten ja die Industrie ein bisschen mehr hoch besteuern. Ich will jetzt mal sagen, was am Moment den Anteil von der Industrie ist. Das ist 0,08. 0,08. Das kann ich also mal ausrechnen, was das also ausmachen, wenn wir dann da irgendwie etwas Substanzielles ändern. Übrigens auch der Sektor agricole, das ist 0,4, das ist auch insignifiant. Dafür kommen wir nicht viel, also nicht, wenn wir da großartige Mesuren holen, dass wir da irgendwie etwas ändern. Es ist auch aber ein bisschen erstaunt, wenn von dem einen oder anderen Intervenant gesagt wird, wir könnten ja am Horeca-Sektor die Wassertarife an die Lut setzen. Ich meine, den Horeca-Sektor geht am ganzen Land, den profitiert auf ganz vielen Niveaus von speziellen Tarifen. Ich meine, wir sind froh, wenn wir einen gut funktionierenden Horeca-Sektor an der Stadt haben. Das ist wichtig für den Kommerz, das ist wichtig für den Tourismus. Und ich weiß aber nicht, ob mir Lodo gut platziert wäre, für dann ganz präzise heute im Horeca-Sektor nach dem Wasserpreis an die Lut zu setzen. Das, wie gesagt, nach ein Schmengen, ich gehe auch von dieser Platz als Leute sowohl vom Wasser wie auch ganz besonders von den Finanzen. Merci so für die exzellente Arbeit, die hier
gemerkt gin ass et war gonnet einfach fir überhaupt eng Tarifikationun op Been ze kreien, die gift Strooshalen hun dat ha gemerk. Ich menggen hai och net, dat extrem héich zusätzlich Belächtungen op als Biergerinnen an op als Bierger zoukommen, dat das ewer relativ minimal wat hai als Augmentationen firgesinn ass, a wie gesot fir die sozial mi schwéier afhell Hummer nach d'Allocation de wie cher, die do Augmentationen kann kompensieren. Dufir onder enke grosse Merci vu mir fir de grosse Konsensus, den trotzdem Herrn dem Gemengerot fir die verschiedene Proposen besteht. Merci. Merci. Und ich so noch ein großes Merci an Madame Beissel an dem Herrn Moser. Ich meine, Sie haben alle Facetten von diesen Adaptationen durchgelöst. Und ich ging dann die Propositionen zum Wort stellen. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Gut nicht. Bon, merci, das ist geholt. Also es sind ganz viele verschiedene Sachen, die halt trotzdem Wort stehen. Und ich wollte sagen, dass wir das nicht matroen, außer den Deal über die Charge de Bout. Den können wir matroen, den Montant, den angepasst ist. So wie wir da an die Charge de Bout. Ja, die Montant, dass du den Humor an der Kommission, die Punkt, den wir an der Kommission mitgedrohen. Das ist ein Montant, der von mit 20 op 40 gehecht gëtt fir eben die Leute, die nach eng ZDU fir die Eidel ze machen. De Punkt drum mat recht net. So wie man doch an der Kommission gemacht hun so enke extra Merci, dat ich darüber wirksam gemacht. Wie gesagt, dat haben wir von engem Jahr an der Kommission, also verzeiht das nämlich, das wäre schon ein Problem trotzdem für die Gemengerot, weil die Leute das auch nämlich alle so am Detail so frisch hatten. Ne? Herr Benoit, kann Ihnen alles nachlesen, ne? Das ist ganz gut für das Gedächtnis. So, ich stelle also alles zum Wort außer den Punkt F. Also so. Den Deal mit der ganzen F. Ein Deal vom F. Maar ja, F3. Okay. Nicht den ganzen F3 challenged. Den Punkt C vom F3. Voilà. Das Artikel 1 und den Artikel 4. Voilà. Die hat alles gut verstanden. Ich wiederhole das Wort. Ich stelle für dich alles zum Wort, außer der Punkt, den Madame Gergelo definiert hat. Wen hast du dafür? Merci. Wen hast du dagegen? A wen enthält sich? Merci. Und da stelle ich den Punkt, just den Punkt, den Madame Gergelo definiert hat zum Wort. Wen hast du dafür? Wen hast dagegen? Wen enthält sich? Et voilà. Merci vielmals. Dann haben wir das so angehört. So, da kommen wir bei dem ersten Punkt von unserem Ordre du Jour. Hier geht es um den Renouvellement von der Demande von den Zonen de Videosurveillance, die 22 gestaltet werden, die nehmen die all 3 Jahre müssen erneuert gehen. Der Minister Gloden schafft zwar drin für das ab 5 Jahren, aber das tun wir aber nicht. Dafür muss man die Heilo verlängern, das für dich den ganz so Lampertsbierg de Glaci, wo eng 45 Kameras sind, dann ist die Zone auf der Gare. Wohl verstehen nicht die, wo man heute den 3. März eine Extension gefragt hat, das heißt in die A, die also schon bestehen. Und zwar, das sind da 50 Kameras, dann rund um den Staat Luxemburg, das sind da 129, und dann die auf der Passerelle von Adolf sind da 5. Wen will dazu an der Chefverrat proposieren? Ich natürlich, nachdem wir das auch an dem Komitee der Prävention ja beschwert tun, wo die Polizei als Zule gesagt hat, wie oft sie effektiv können darauf zurückgreifen. Vielleicht will die einen oder anderen darüber gehen, das steht ja alles an dem Dossier. Will ihn dort zur Stellung oder wer will dort zur Stellung holen? Den Herr Benoit. Für dich will man einfach, dass ich keinen übersehen. Madame Müller, Herr Werner. Herr Biewer und Herr Radu. Den Herr Biewer und Herr Radu. Und den Herr Radu.
Herr Benoit. Vielmals merci, Madame Boy-Meesters. Wir sind heute aufgerufen, als prononzieren zur Verlängerung von 4 Visupolszonen, also wo es um Kameraüberwachung am öffentlichen Raum geht, die wir an der Stadt schon haben. An die Position von der Grünen ist die, dass wir wirklich meinen, dass das Instrument von einer Kameraüberwachung am öffentlichen Raum etwas ist, mit dem wir wirklich nicht leichtfängig soll umgehen. Und wir als Grünen können das wirklich schüss mit drohen, weil wir der Meinung sind, dass es effikaz ist und dass es doch gerechtfertigt ist und verhältnismäßig ist. Generell muss man immer bewusst sein, dass man es heute in einem Spannungsverhältnis bewegen töcht. Natürlich der Froh von der Sicherheit, aber auch der Privatsphäre an den Grundrechten. Und Police schreibt selber an den Dokumenten, die als hier lesen, dass hier ein Risque élevé de la violation à la vie privée von den Anwohnern eben an den dortigen Zonen gibt. Ich will auch darauf hinweisen, dass es etwas ganz Teures ist, also dass immens viel muss an die Infrastruktur gestach gehen und dass doch gerade wenn es sollte effikaz sein, Personalkosten davon nicht zu negligieren sind, aber wird in auch immer mehr Kameran abhängt, was die Polizei auch selber an ihren Dokumenten schreibt, dass auch Männer geguckt können geguckt gehen. Es sieht dann, dass sie auch wirklich deutlich mehr Personal kriegen. Ihr wisst, dass wir auch skeptisch sind, was die allgemeine Tendenz angeht, die einerseits von der Majorität im Knödler, aber auch Kraut-Merz, also von CSVDP, angeht, für doch eine deutliche Ausweitung zu machen von der Kameraüberwachungen an dem öffentlichen Raum. Am Moment, mit den Projekten, wo wir heute schon wieder dazu aufgehen haben, also die Kameran, über die wir heute aufgehen, aber auch wie wir der letzte Gemengerot-Gerät schon gemacht haben, mit denen sind wir schon bei über 300 Kameran, die wir im öffentlichen Raum an der Stadt stehen haben. Und da ist die weitere Ausweitung auf der Gare, die da schon annonciert wird, respektive Böhneweg Nord, nicht mehr dran, wo wir dann irgendwann an den nächsten Moment auch noch ein Werte wahrscheinlich cessiert gehen. Dabei könnt ihr auch noch an das wisst ihr, das neue Gesetzprojekt WEAS für Gesetz weiter zu lockeren, gerade was die Autorisationsprozedur angeht, wird dann dazu faire Gift, und dazu durchgeht, dass man eine Debatte wie die heute, gerade bei einer Verlängerung wie der heute, nicht zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, nämlich spät. Was ich aber fand, was nicht gut ist bei einer Sache, die doch den Staat relativ viel impactiert. Und auch für verschiedene vielleicht lästig fand, dass wir heute darüber schwätzen, meine ich, dass es ein ganz wichtig Debatte ist, weil es geht heute nicht um nichts. Was bringt das Ganze? Die Kameran hängen auf der Galo schon eine ganz lange Zeit, sind da bald 20 Jahre, nämlich 2007 sind die ersten der Gar gekommen, und 2019 goufen sie auf der Gar ausgeweitet, und das justement auch den Avis, den wir heute gehalten sind, zu gehen, also die Verlängerung von der Zone, die wir auf der Gar haben, notamment. Und ich muss sagen, dass wir als Grünen nicht überzeugt sind, dass die Zone wirklich, dass die Kameraüberwachung auf der Platz wirklich etwas Bursch tut. Auf alle Fall nicht, dass es so evident wäre und auch verhältnismäßig wäre, dass es für uns so eindeutig wäre, wie den Avis dann müsste ausfallen. Hat sich das Sicherheitsgefühl auf der Gar verbessert an den Zonen, über die wir heute sollen diskutieren. Als haut meiner Kriminalität do, wir mengen an der Weise auch einige Debatten an den letzten Jahren, dass das nicht wirklich der Fall ist. Wir wissen, dass ganz wenig eigentlich durch die Kameraüberwachungen in flagranti abgeklärt, also direkt angegriffen wird, aber gleichzeitig auch, dass es kann für die Abklärung sinnvoll sein. Gleichzeitig sehen wir auch an der weisen Zonen, weisen Chiffren von der Polizei auch ganz klar, dass es zu Deplacementen kann führen, also dass man andere Kartien durch neue Probleme schaffen, ohne dass sie an den Kartien, wo man Kameraüberwachung haben, vielleicht Männer gehen. Das haben wir schon ein paar Mal hier diskutiert. Wie gesagt, wenn man die Kamera auf der Gare von ein paar Jahren kruten, dann nach kein so davon geschwärzt, von Problemen um Kirchbirch oder Probleme zum Beispiel um Stadtkehr, von denen wir aber immer mehr oft schwätzen. Gleichzeitig gesehen auch, wenn wir als die Zonen angucken, über die wir heute appelliert sind, heute zu diskutieren, dass sich Probleme nicht auf die Zonen beschränken, aber auch darüber rausgehen.
Allgemein mengen mir das auch die Argumentation von der Polizei, die als vier Leute uns nicht überzeugt und zum Teil auch Chiffren als wirklich mangelhaft ist, an übrigens auch an der streichste Pach gehe als engem Avis, dass Kameraüberwachung alles mir nicht eng Solution Miracle ist. Und als Gring sind wir auch der Meinung, dass die Alternativen, die dann einfach auch nötig sind für das Problem und der Wurzel unzupacken, nicht ausgeschöpft sind. Alles das feiert als dazu, dass wir den positiven Avis können matron. Merci. Merci. Dann kämen wir unten. Herr Biewer. Merci für die Furt. Wie gesagt, wir sind heute aufgerufen für das Renouvellement, den wir vom Innenministerium kriegen, als zu prononcieren. Der Punkt steht um Ordre du Jour vom Komitee de Prävention, den wir den 22. Mai hatten, wo die Polizei als dann eben die verschiedenen Impaktstudien präsentieren kann. Da stehen viele interessante Sachen dran. Ich werde nicht auf alle Details eingehen. Mit verschiedenen Chiffren wollte ich aber schon erkunden, dass auch am Park, wenn den Doden wie liest, stehen das relativ gut resümiert, dass verschiedene Delinquenzen effektiv raufgehen, notamment Glaci, ob der Klinik Suisse, wo die Klang-Infraktionen durchgeht, weil da dann konstatiert, die Brand in der Stadt, dass effektiv mehr Cambriolagen an den Auto ist. Aber dass aber die Kamera helfen, die Kur und moyen Term abzulesen. Dann habe ich auch gelesen, dass die 50 Kamera, wo der Renouvellement gefragt wird, ob der Gerd an der Kurterm 21 Kameras soll beikommen, notamment an der Straßburger Straße und auch auf der Rue de la Gare, was wir auch begrüßen. An moyen Term sollen 25 Kameras an der Zone beikommen. Dann meine ich, dass für das Service aber ganz wichtig zusätzliches Instrument ist, was der Polizei ermöglicht, mehr effizient in Kriminalität an der Stadt vorzugehen und so man der Sicherheit vom Bürger auch garantieren. Neben den Services, die präventiv gehen am Terrain, notamment am Park, der Service des Parks, den alltag präsent ist mit bald 200 Leuten, der Präsenz von Agents municipaux sowie auch der Polizeipatrouillen, die mit der Polizei lokal auch mehr an der Stadt durchgeführt gehen. Der Service von AKT am Service Streetmark, den von hier aus all den Services auch viel muss merci für den Einsatz so merken aber, dass selbst in der Stadt gemacht wird und wir begrüßen noch, dass dann heute die Feier oder Welt da zu dem Punkt gemacht gehen und wir begrüßen oder zuerst unterstützt die Demande de Prolongation. So nicht merci. Merci vielmals. Herr Warner. Ja, das ist keine einfache Diskussion, auch wenn ich noch keine Lust an Karikatur zu verfallen. Ich werde versuchen, das doch zu machen und ich werde doch erklären. Ich von meinen Vierredner, waren da ja nicht mehr zwei, denn Herr Benoit hat vom Jahr 2007 geschwärzt, wo da sich losgegangen ist mit der Installation von Kameras an wie schon lange steht daraus, weiß, dass Diskussionen über gewisse Karten, über Unsicherheit, das nichts Neues, hört aber wahrscheinlich an den Jahren 10 wirklich mehr Kraft gewonnen. Es kann ich nicht behaupten, dass die Stadt Lützeburg ein gefährlicher Stadt ist. Das kann ich noch nicht behaupten. Ich behaupte das weiterhin. Es ist eine Stadtstadt, das sind da ewig. Ich kenne alle Karten an Zimmels, gar am Bohnenweg, wo ich auch lange gelebt habe, und auch immer viel gehen. Es gibt problematische Plätze. Das hat viele Ursachen, das hat auch dazu dient, dass die Quartier Gard unter Jahrzehnten Fälle gelöst ging, aus vielen Hinsichten. Dafür ist die Lenk nicht zuständig, weil wir waren nie am Schäferrot. Da sind andere Responsabilitäten auch nicht an der Regierung, müssen aber ein Kehr so. Aber es gibt viele Ursachen, für was die Quartier Fälle gelöst ging, weil noch immer sozial, auf jeden Fall ein Teil von dem Quartier immer negligiert wird. Da sich alles konzentriert, wie urbaner Plätze überhaupt auf der Welt rund um Garen als nichts Neues. Es gibt eine ganze Panoplie von Mesuren, die muss wählen. Ich gehe nicht darüber natürlich als die Frage von der Videosurveillance, das ist ja nicht so, wie wenn die Videosurveillance nie applizierbar wird. Ich hatte doch gleich gesagt, es gibt
Et ginn Plazen, wo d Videosurveillance in Deutsch kann Sinn machen, notamment rund enger Schul zum Beispiel, fir eng gewisse Form von Kriminalität, die Kanner betrifft, kann aufzuwehren op ganz spezifisch Plazen. Auch bei der Extension kann en darüber diskutieren, zum Beispiel Passerelle. Et mëcht schon an neisen Sinn, dat du eng Videosurveillance ass, well ënner der Passerelle kann e wirklich schon an Teil vun den Auerzeiten noch van se Manner visitéiert das, wann en dadurch muss go an bon, dat awer schon eng gewisse Beruhigung durchstellt, weil war jidere wees, dat du wann en so gut gesäit, dann kann dat schon ein bisschen Sinn machen, genauso wie am Stadion, wo sowieso eine Obligation ist. Verstanden. Nun kann ich lange darüber diskutieren, ob man das Stadion gebracht haben, aber das ist eine andere Diskussion. Auf jeden Fall hat ein Platini ist da ein gelöst an bon, du möchtest eben noch so einen urbaner Platz, Gara Cartier, weiß ich nicht. Ich habe mir auch die Police-Berichte angeguckt, dann noch den Avis vom Parquet. Es wäre gut, wenn ich noch andere Avis kriegen. Es ist nicht am Komitee de Prävention. Das ist auch ein Problem, wenn nicht alle politische Formation dran ist. Aber de no, die Zuelen, die sind nicht wirklich überzeugend. D'autant plus, dass die Zuelen, es stößt ja auch nicht raus, ob es eine Kausalität gibt. Also an den Berichten von der Polizei gehen eben die verschiedenen Delikte über 2-3 Jahre, 2024, 2023 und 2023, 2024 abgezählt, geht ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Verschiedene Kriminalitäten gehen rauf, andere gehen rauf. Aber was das Kausalität? Also wann hat die wirklich den Eindruck, dass sich nicht wirklich viel ändert. Aber es gibt vielleicht ich weiß nicht, kannst du gibt Sinn machen, aber ich meine noch am Ausland ginnet jo auch, dat se doch der Prokureur, dat do den Defi dissuasiv net unbedingt richtig funktioniert. Dat het kann zwar hëllefen gewisse Fälle opzeklären, allerdings relativ minim und fir viel mat engem hege Kachte geld méch menggen, wann Leiit immer vun Unsicherheet schwätzen, dann as se tatsächlich auch, weil se Angst tun, weil gewisse Plazen sich unsicher spieren, weil sie Angst tun, überfall zu gehen, auch am Matzen am Dach, etc. Und da muss ich sich vorstellen, ob Videoüberwachung wirklich etwas bringt, dann in flagranti bringt es ja nicht viel. Das heißt, es ist auch das Problem da, dass ich weiß, dass man nicht just an der Stadt Videoüberwachung machen, aber dass no aber man an die Logik verfallen, dass Videoüberwachung tatsächlich no eine Lösung wird, für Probleme zu lösen, wie auch wo auch d'ailleurs den Procureur d'État sieht, es gibt andere Präventionsmesuren, die wie den éclairage, présence policière, médiation sociale, peuvent s'avérer tout aussi efficaces, voire plus, an mi-bëllech. Teilweise. À la limite, der erste Punkt soll darüber soll man nicht diskutieren, wenn es um Sicherheit geht. Es gibt viele Diskussionen und das vielleicht eine falsche Lesung auf vielen Hinsichten, das nicht immer eine falsche Lesung heißt, das ist nicht. In dem Sinn wird man dann eben den Teilen schon gesagt, wo wir einverstanden sind, wo wir nicht einverstanden sind. Wenn man alles zusammen aufstimmt, dann den Teilen wir reis. Merci vielmals, Madame Müller. Merci, Madame Bourgemecher, für das Wort. Ich komme spezifisch mehr auf den Rapport vom Gerd zurück, weil ich mich da auch gefragt habe, effektiv, was bringt dann lo doch nach, also die schon lo, die Kameran, die da sind, respektive die dann noch zukommen. An eben noch, was Kollegen schon angeschwärzt haben, das das Polizei an ihrem Rapport nicht schreibt, aber die Wahrheit möglich ist, durch die Kameran die Kriminellen en flagrant délit können zu erwischen. Die Kollegen haben das ja auch eine Frage gestellt. Aber ja, das Problem habe ich aber auch gesehen, und da habe ich mit Leuten geschwärzt, die aus der Gar wohnen, und die ihrer Partei ganz nah stehen, und die mal klar sagen, Drogendealer verkaufen hier Dealen in der Kamera, weil sie auch, weil anscheinend gewusst ist, dass die Kamera also direkt, wie soll ich sagen, gesicht, also maskiert, ich will nicht den
Technik davon. Ne? Und dann so ich mal, ja, okay, das ist just Police, die dann die Kamera, also wie so auswählt, an die dann auch können die Donne für 2 Monate, wann das muss so eine Enquete kommen. Also, bon, für mich ist es auch die Sache effektiv. Wir haben auf der Gare die Probleme noch, da gebe ich dem Herr Wagner komplett recht. Ich komme aus der Hollischer Stoß seit 1962. Ne, Garas vernachlässige Quartier gewirrscht, an auch, wir haben immer, an das etwas, dass wir nicht fertig bringen, die Hilfsstrukturen, die gut sind, an die Stadt ja auch immens unterstützt, aber dass man die nicht über die ganze Stadt oder darüber raus können, ein bisschen mehr also delokalisieren. Ne? Das ist, wie den Herr Wagner sieht, ein Gar mit der Problematik, die das mit sich bringt. Was ich aber auch noch will frohen, dass als Geologe froh für 25, dafür sind, für eben den ministeriellen Akkord weiterzugehen, schon mich gefroht, als du wirklich eine Evaluation geschieht, Mathebierger von der Gare, für zu sagen, ob während der Zeit, aber Herr Benoit von 2007, schwätzt das Kamera, da sind das wusste ich nicht, als du wirklich eine Bildung gemacht hast, eine Evaluation gemacht hast, als Sekurität, aber wirklich, als Sekurität dadurch erhöht ging. Für mich, ich komme nach auf 2 Sachen zurück, für mich, als den A an den O leider dran mit einem Gara Police-Kommissariat, aber den das habe ich ein bisschen geschmunzelt, wenn ich hier auf der Seite 12 lesen, Organisation de Patrouille, ne? Police du lundi au vendredi. Das heißt, ein Dealer geht klar geworden, also Samstag können wir dann gut verkaufen oder so. Respektive, mise en place des patrouilles pédestres en présence policière, patrouilles pédestres réalisées au créneau et secteur définis. Das gibt es so, Menge an sich noch giffen, auch so Dealeren schnell rauskriegen. Wir stimmen, wir enthalten uns aus wirklich 2 Ursachen, weil man einfach eben die Sache vom Flagrant Délit, also wenn ich mich angreift und ich stehe bei einer Kamera, wäre ich froh, wenn direkt Flieg kommen an die so und du hast nicht, Madame Müller, umzugreifen. Das okay. Und mit dem System von Kameran meine ich aber nicht, d'autant plus mit dem Maskage, meine ich nicht, dass das vier könnt. Und dann, das ist eine Frau, die bei uns abgekommen ist, mit die vielleicht an dem Komitee de Prävention beantwortet ist, mit wo ich noch nicht d'accord sind. Die Produktion von den Kameran, wo kommen die hier? An kann Police oder die letzte Bayer Police, lass mal so sagen, überwachen, dass keine Informationen können, ich will nicht gerade so über Cyberkriminalität, aber von anderen Nationen aufrufen par rapport zu sicher. Sind die Kameran, wie die früher so aus Staaten, die eisfremd sind, oder wo sind die produziert? So nicht, merci. Merci, Herr Adou. Merci für das Wort, Madame Bürgermeister. Wie ich kann feststellen, wie ich auch schon gesagt habe, bei der Debatte, die wir gleich gehabt haben, wir haben uns einfach diskutieren, möchte mich einerseits nicht froh und andererseits aber froh. Einerseits bin ich nicht froh, weil man klarerweise eine Problematik im Territorium von der Stadt, von kleiner und großer Kriminalität und Drogenhandel an anderen Instabilitäten, die man nicht weder als Staat, Lützeburg allein Meister gehen nach mit der Police oder mit dem Staat allein Meister gehen, an der Schule, wenn wir just einfach zu Fenster rausgucken. Also wir uns müssen aber einer Moyen gehen, zusehends immer mehr Moyen gehen, Evaluationen, du willst schreiben, dass die Problem nicht besser in den Griff kriegen.
Andererseits sind ich aber ganz froh, dass wir die Debatte heute haben. Weil das möchte aber ein Kehr sehr klar für all die Leute, die uns nur lauschen, für die Leute, die uns wählen, für die Leute, die nur lesen, was wir heute so tun, an die Leute, die die Fleisch gemengt tun, oder die Parteien, das ja alles nämlich. Also heute ist ganz klar, dass wir nicht all nämlich sind, also die pure Parteien, die effektiv Problematik, die wir heute probieren, an den Griff zu kriegen, wollen entweder ignorieren oder sie tolerieren. Wir wollen sie weder ignorieren noch tolerieren. Und effektiv, wenn ich nur denkt, wie lange wir schon Kameran haben, das war bei unterschiedlichen Polizeiministern von unterschiedlichen Parteien, die aber dann immer gemeint haben, es wäre gut, wenn wir uns die Meier verdienen, wir sind nicht aber immer ein bisschen überrascht über die selektiv so Wahrnehmung und noch selektiv Meinungsbildung, die verschiedene haben. Ich will mich nicht just damit befassen. Dafür geht es von just darum, die Prolongation zu stimmen oder zu avisieren. Eine positive Avis von der Police, auch motivierten Avis von der Police, die im Jahr 2024 638 Affären konnten auf der Visupol Material zurückgreifen. Das ist also nicht viel. Das sind aber 2 Affären den Tag. Das muss schon die. Da regretieren wir, dass wir nicht in flagranti Leider wischen. Also, Müller ist immer d'accord. Natürlich hat man das. Weil das sind 2–3%, wo es einfach ist. Natürlich, was kriegt man mehr für das mehr wäre? Ich kann nicht, ich meine, eine Hypothese. Wir haben 224 Kameras. Für 224 Kameras zu observieren, aber 224 Ekran. Du kannst nicht eine Person 224 Ekran observieren. Surtout, was verschiedene Ekran, du passiert ja momenterweise nicht. Also passiert ja einfach die Ruf von den 24 Stunden nicht. Also muss ich immens konzentriert über pur Ekran gucken. Wenn ihr seht, wenn ihr 5 Ekran konzentriert observieren, braucht man ungefähr 40 Leute en Permanence für die 220 Kameras Ekran zu observieren. Wenn ich den in Permanence brauche, also 5 Schichten den Tag, dann ich rechnen brauche, also so viel 100 Leute, die man selbstverständlich nicht tun. Die Police nicht tut. Für den nächsten Mal, für das effektiv, menschengerecht effektiv zu machen, als Software anzusetzen, Intelligenz artificiell anzusetzen, an effektiv, dadurch sie wird Gesichtserkennung zu machen oder Situationserkennung. Gesetz sagt, das haut nicht viel, Gesichtserkennung. Es ist doch nicht viel, dass man ein aktiv Plugin-Erkennung von den Auto macht, aber da kennen nämlich den Auto da, den hast geklaut, den viel zu peiten oder automatisch am Lampertsberg, da kennen den Plugin-Erkennung machen, an der Straße gesehen, wo die geklauten Autos fuhren oder wo durch mit dem Auto überfallen wird. Das machen wir halt nicht. Das Gesetz sagt nicht viel. Ich meine effektiv, mit der das ein Engagement für moi, dass wir über die nächsten, wenn wir 20 Jahre weiter gucken, nicht können erwarten, dass unser Staat an uns Police mehr schlecht technologisch, mehr schlecht equipiert ist, wie die Leute, die Malfaiteur sind, also die Sachen machen, am öffentlichen oder im anderen Raum. Aber wenn die besser organisiert sind, besser technologisch machen wie wir, meine ich, dass wir uns die müssen ausschließen. Mit der das ist eine andere Diskussion, die man nicht hat, die denke an der Chambre, vielleicht die nächsten paar Jahre oder dann 10 Jahre. Mit meinen Jahren aus Effizitätsgründen, surtout wenn wir der Police mehr Leute brauchen Terrain und nicht am Büro, als der toten etwas, wo ich meine, wo man nicht tun. Etwas wird Gesetz haut schon viel, gesagt, dass die Police auch gesagt wird an unserer Reunion, also an der Reunion vom Komitee de Prävention, das steht auch im Rapport, den der Krit tut, als das System, die wir heute tun, an Gesetz dürfen erlauben, dass wir eine Funktionalität hätten, für Situationen zu erkennen. Situationen, wo ihr seht, da sind aber ganz viele Leute, die einem nachlaufen, das können den softwaremäßig erkennen. Die Software muss installiert gehen.
Und das ist etwas, wo ich meine, wo gut wäre, wenn das zu Räts kommen, wenn lo ein bisschen weiter geschafft wird, dass man vielleicht einfach die Finanzsysteme, das System der Videosurveillance upgraden mit der Software, die auch Gesetz schon erlaubt, für so Situationen besser zu erkennen, weil da kann auch interveniert gehen und da kann auch die Pourcentage in flagranti Löser hechten. Voilà, dafür Pardon, Herr Radu Schwatzen, die sind schon nicht supposiert, Teamdirektor zu antworten. Geht mir runter eine Chance, ja. Nein, hin riecht sich um die ganze Gemenge rot. Herr Radu, vor dir ruhig weiter, vor dir ruhig weiter. Dafür sind wir von froh, dass wir heute das können positivisieren. Wir sind noch absolut d'accord, dass wir auch darüber geschwärzt haben, die Kontrolle, und das neue Projekt de loi, auf dem wir hier an dem Ende durfte, mit der wir anscheinend ausgeschafft hat, dass die Revision an Zukunft spät stattfindet, fanden wir auch eine gute Idee, weil wir erklärt haben, bis wir heute gestimmt und bis die Leute gelöscht sind, Kameran installiert sind, also meistens 1,5 bis 2 Jahre rum, wir sind also, da sie schon wenn nur 3 Jahre revisiert, da wir sind am Anfang nach nicht. Dafür meinen wir, das wäre eine gescheite Idee, für das vielleicht ein bisschen zu suppléieren, aber für auch die Leute im Terrain Zeit an Möglichkeit zu schaffen, und nicht müssen just Rapporten zu schreiben an High und Trainings kommen. Voilà, ceci étant dit, wir schließen uns dem positiven von der Police, wir haben noch vom Park gehören, dass sie auch positiv verstehen, dann noch meinen nicht, wie gut, dass wir die Instrumente haben, und dafür werden wir positiven auch wie stimmen. Merci. Merci vielmals, Herr Radu. Wir sind natürlich auch der Meinung, wir haben all Donneien, die hat schon Herr Radu eine Reihe genannt. Ich erlaube mir sie dann aber nach ein Kehr zu sagen, an dem Komitee de Prävention kommunal, wo die Police ganz klar Zahlen gesagt hat, wie interveniert wird. Das heißt, die direkt wirklich en flagrant délit, das zwischen 2 und 3%. Mais, wenn in 2024 guckt, dann ist der Visupol an 630 Affären genutzt gehen. Claude Radu hat die dazu schon genannt. 2021 wären das 461. Das heißt, dass ganz viel Rückgang, wo eben Visupols Bilder genutzt sind, für Affären können abzuklären. Und ich meine, das geht auch ganz klar von dem Parquet als von den wichtigen Punkten auf hier gehoben. Sie nennen da zum Beispiel an ihrer Not, wo sie Beispiele aus dem Ausland holen. Wo sie so am Royaume-Uni zum Beispiel, besonders zu London, da hat Videosurveillance eine enorm wichtige Rolle gespielt bei der Abklärung, wie eben, wann die Attentäter waren von 2005, und natürlich genau das, nämlich in Frankreich. Ich sprach ja nicht nur den Bataclan und all das zu nehmen, wo die Leute, die eben Gesicht sind, auch nicht nehmen, aber eben noch, wo sie konnten, eben auf die Bilder zurückgreifen. Weil an all Affären von Mördern sieht dass eben ob Visopol, also ob Videos, Kameras, Bilder zurückgegriffen wird, für Sachen abzuklären. Ich meine, das ist ein Element, das unbestreitbar am Zöllen sind. Wir sind noch ganz froh über den am Rapport von dem Parquet wird ja ganz klar gesagt, was eben die Avantagen an die positiven Punkte von der Videosurveillance ist. Das heißt, das ist ein Effekt dissuasif. Es kann aber auch eine Intervention mehr schnell von der Police bewirken. Madame Müller, ihre Fall, die geht über Fall. Und es kann direkt gesehen, wo das an den aus dem Moment nicht schon fortgelaufen die Police könnt. Aber bon, wir wären alle gut froh, wenn es so ging, wenn direkt da sind. Aber das verlangt effektiv eine große Police-Präsenz auf der Stadt. Ich komme auf den dritten Punkt, wo der Parquet sieht, für was das eben so gut ist. Und da sehen das nämlich die Zahlen, die ich gesagt habe.
les enregistrements peuvent être exploités dans le cadre d'enquêtes judiciaires. C'est un outil précieux d'investigation. Parquet général des DATSET, et das der Parquet vom Tribunal d'arrondissement, dann peut renforcer le sentiment de sécurité, prévenir des incivilités courantes. Das sind alles, das sind die positive Maßnahmen. Natürlich, also immer, und das ist richtig, das ist immer ein Spannungsfeld, wie weit geht es, aber wenn man nicht die Probleme hätten, da tun wir an der Diskussion, die wir für ein paar Monate hatten, ja, wenn man an einer idealer Welt ginge leben, da bräuchte den das nicht. Aber Fakt ist aber, dass man auf verschiedenen Plätzen an unserer Stadt, nicht nur an unserer Stadt, auf vielen anderen Plätzen und auf vielen anderen Gemengen, es eben Problemfelder gibt, wo kann Videosurveillance kann ein von den Moyens sein, für Sachen abzudenken. Wenn sie auch noch kann präventiv sogar Leute davon aufhalten, sie zu machen, das ist natürlich schwer, mit Zahlen zu blähen, wenn den etwas wird nicht gemerkt wird, weil Videosurveillance da ist. Ich meine, den Herr Werner hat das Beispiel von der Brick geholt. Effektiv, wenn ihnen so gesagt, dass Videosurveillance ist, ich ging ja mal unholen, dass das viele Leute oder eine Reihe ging davon aufhalten, das zu machen, was sie sonst vielleicht am Anfang an einer Platz, wo sonst die Leute nicht gesehen, was sie vielleicht gemerkt haben. Ich meine, all die Sachen drohen dazu bei, dass man eine Verlängerung von den 5 Plätzen, die eben das einfach am Spiel sind, mit dass den ja permanent muss weiter gucken, wo, weil Gott sei Dank, das Leben geht weiter, die Stadt entwickelt sich weiter, die Leute tun auch noch versichern, auf andere Plätze zu intervenieren. Ich meine, den Herr Benoit hat das gesagt, wo er gesagt hat, ja, wir haben auch hier an der Villot, alle haben auch Kirchbirch. Ja, und ihr wisst ja auch ganz gut, nicht nur Kirchbirch, die können doch nach Place l'Étoile dabei holen, an eben, wie gesagt, drauf auf die Kirchbirch. Und ihr wisst ja auch ganz gut, wer eng von den, das ist aber nicht den Tramhummer als immens wichtig oder ein immenses Succès, aber er hat effektiv auch dazu beigetragen, dass dadurch, dass man natürlich auch den Transport gratis ist, dass le long von den Linien eben sich auch Trafiken organisiert tun, das gewusst, und da geht doch dagegen gewirkt. Ich kann auch nicht oft genug sagen, dass an all Tram Videosurveillance ist. An all Tram. Da waren anscheinend Ministern, die nicht all die Bedenken hatten, die Herr Benoit, ja, die könnte man im Kopf rüsseln, aber das ist aber so. Das ist aber so. Das ist so. An Police geht dahin, die Bilder gucken, wann eben da etwas geschieht. Ich meine, das ist eine Evidenz an Positionen heute mitten wäre ja auch ganz klar. Und ich bin so froh wie der Herr Radu, dass die auch immer nicht klar durchgeleuchtet gehen. Das tut mich nicht erstaunt. Aber ich bin froh, dass wir den Leuten sagen, dass wir weiterhin die Sicherheit von den Leuten, weil wenn sicher für die Freiheit ist, dann ist es diese Chefero, dann ich gehöre einer Partei, die das an ihrem ADN haben. Aber dem engen sing Freiheit hält do op, wo dem anderen do mat net nëmmen sing Freiheit wäschelt, méi oft eben wirklich kriminell Aktionen mischt. An dat misst eng Evidenzen, an dat misst vor jegem eben noch awer so verstaan gin. Dofir sinn ich auch froh fir awer engerei méi wie hat dat gesot net karikatural Attitüden anhöllen. Ja. Das ist ein Sujet, den muss ganz équilibriert umgehen. Ich meine, das wird hier gemerkt, aber wird man weiter werden, wo wir den 3. März schon Decision geholt haben, für besonders zu Bohnenweg, es nach auszudehnen. Dem Moment sind sogar Stimmen hart gehen oder gesagt gehen, für es noch mehr auszudehnen, wie das, was wir den 3. März umgeholt haben, für zum Beispiel bis innen bei der Lycée Technik von Bohnenweg an, was absolut eben auch seine Berechtigung hat. Also wir werden weiter dafür sorgen, dass die Sicherheit von den Bürgern von dieser Stadt für uns wirklich ein ganz oben auf unseren Prioritätslisten steht. An dat Videosurveillance natürlich nicht die einzige Meier ist. Das brauche ich auch keinem zu sagen. Wie oft haben wir hier gesagt, da wird man alles im sozialen Plan machen. Aber ich habe noch immer auch Hoffnung, dass eben das, was am Drogen
durch 2.0 für ein paar Wochen vorgestellt gehen, wo auf viele Schrauben muss gedreht gehen, für effektiv auch der Police und auch die sozialen Institutionen mehr effikaz können zu intervenieren für die Incivilitäten, die jedverein, die nehmen ein bisschen de bonne foi als mit bloßen Ärger seid, für die besser können an den Griff zu kriegen. Geht meinst du, wenn du der BMW als geht meinst du über Theaterplatz, das sind Situationen, die sind einfach nicht mehr zu akzeptieren. Das Leute fährten, für darüber zu gehen, dass bei all der Police muss du intervenieren mit dem SAMU, weil ändert sich Sachen do geschützen also die sich angegriffen haben. Das kann nicht so weitergehen. Den Drogendisch 2.0 hat da eine ganze Reihe Maßnahmen vorgeschlagen, aber die müssen dann effektiv aber auch nach angeholt gehen. Und ich hoffe nach weiterhin drauf, an der Teil als etwas wird diesem Chefrat und auch den Verdrun ganz Herz lag. Wir haben eine gute Zeit, nicht das Auerfond wird nötig gewesen für die Sache, mehr effekaz umzugehen. Und ich hoffe dafür, dass die Maßnahmen, die vorgeschlossen, dass die uns wirklich ans Licht bringen. Dann ist es noch nicht ein Staat, wo nicht mehr, wo keine Kriminalität mehr wird sind, aber dass wir es besser Meier gehen, für als Bürger zu schützen. Und dafür kann ich nicht mehr anraten, einen Akkord zu gehen für die Verlängerung von diesen Maßnahmen am Schaffreien, weil wir relativ schnell nach einmal können über die Maßnahmen schwätzen. Also, wen hast du dafür, für die Verlängerung zu freuen? Wen hast du? Nee, Madame, Herr No. Ja, Herr No. Aber wie dann? Nee, entschuldigt. Das muss dann engem von Ihren Kollegen so, soll dann an der Chambre froh, weil wir kaufen die Kamera ja nicht. Die Kamera, die von der Polizei kauft. Na ja. Lift? Nein, das ist Polizei. Nein, wir haben die Infrastrukturerbischte gestimmt. Wir haben die Leitungen gestimmt. Wir haben die Leitungen gestimmt. Der Grof am das verdrackend. Ja. So. Wir bestellen sie nicht. Wir bezahlen sie aber noch. Da hat er Halbrecht. Der hat also Halbrecht. Die Gemeinde muss nicht bezahlen. Die Gemeinde muss das Material bezahlen, mit wird bestellt an Rausgesicht von der Polizei. Für das es auch überall nämlich das. Für das es überall nämlich das, für die Formation von der Polizei, für damit umzugehen, auch uniform ist. So, stellen dann nur noch ein Kehr mit, Madame Generalsekretärin sieht, wir müssten die 5 Zonen einzeln zum Wort stellen. Madame, machen wir das. Dann fangen wir direkt mit der ersten an. Die erste. Auf dem Lampertsberg Glasse, wen hast du damit d'accord? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Merci. Herr Werner, dem Glasse. War der dafür dagegen oder enthält sich? Dir war dagegen. Feier, pardon, Feier. Ja, Feier. Also, wir haben die erste, an die sind dagegen. Yes. Dann so Lützeburg-Gär, Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Du hast das dazu geholt. Dann Lützeburg, Staat Luxemburg. Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Unanimität? Nee, 2 Enthaltungen. Merci. Nächste Match. Ja. Nee, das ist gut, komm. Nee, er war nicht geliebt, nee, nicht so Diskussionen, war nicht geliebt. Komm, lo die Feier, Lützeburg, Passerelle, Pont Adolf, wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Merci. So, damit hätten wir das angeholt.
der sozialistische Minister Schneider Sport, der wird froh sein, wenn er das hört. Über das Stadion. So. Dann kommen wir bei dem Punkt 9. Bei dem Punkt 9, Affaire judiciaire, sind dort zu frohen, wenn nicht, da stellen wir zum Wort, wen hast dafür, wen hast dagegen, wen enthält sich. Und auf 10, Office Sozial, sind dort zu Wortmeldungen, da gehen neue Posten gemacht. Nein, als all Mensch d'accord, wen hast dafür, wen hast dagegen, wen enthält sich. Vielmals merci, oder hat die Resultat? Nein. Da sind wir heute 10 für 6 fertig mit diesem Mord du jour. Merci vielmals.